Ja, natürlich kann er jetzt das nicht, weil jetzt hören wir das PC-Spiel drin. Da haben wir. Sehr gut. Und einen Ton brauchen wir natürlich auch noch, gell? Das war nicht schlecht. Gut. Aber nur gemutet teilweise und nicht mit den Szenen und allem. Hä, warum nicht? Das ist ja ganz normal. Das alles, was jetzt im Stream passiert, das ist auf der Wort dann drauf. Und auch nicht gemutet, weil das alles copyright-freie Musik ist, die wo ich da oder was heißt. Das ist halt Musik, das kennt das Copyright nicht, weil das einfach Musik aus Spielen ist. Weißt du? Also da ist überhaupt nichts gemutet, da brauchst du dich gar nicht runter. Wenn du das am PC aufnimmst, kannst du die Szenen nachher noch ein- und ausschalten. Ah. Jetzt schauen wir uns erstmal das Intro an, okay? Die zählt doch nicht gewischt. Der ist unflauschig. Ah, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Schon Wochen Bock drauf. Wir haben ja das, glaube ich, im Stream im November oder so, oder im Oktober haben wir mal einen Stream pauschal einmal gemacht. Glaube ich. Kann das sein? Oder war das privat? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben das, glaube ich, mal einen Stream gespielt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir es einen Stream einmal gespielt haben. Was ist dein Lieblingsteil der Reihe? Meinst du jetzt von den From Software Spiele im Generellen oder halt von den Soul Spiele jetzt an und für sich? Einen Stream haben wir es gespielt, oder? Ich hätte abgemeint. So, Freunde, also kurz zur Erklärung. Demon's Souls war das erste Souls-Spiel, was von From Software jemals entwickelt wurde. Glaube ich. Also bin mir jetzt nicht so, also für PlayStation sozusagen. Demon's Souls ist, was die Mechaniken angeht, noch sehr, sehr, wie sage ich denn, noch sehr, sehr verzweigt. Ja, also da hat noch mehr Mechaniken dahinter, die es dann in den nachträglichen Souls-Spielen nicht mehr gibt. Leider, muss ich auch dazu sagen, welche Mechaniken das sind, das erklären jetzt noch alles in aller Seelenruhe. Wir machen das jetzt ganz gechillt. Für alle, die wo eine PS5 haben und Demon's Souls vielleicht mal nach oder selber spielen wollen, wenn sie es so nachspielt, wie es ich jetzt spiele, werdet ihr keine Probleme haben mit diesem Spiel. Bei dem Spiel ist es so, es ist halt typisch Soul-Spiel, du laufst halt in einem Gebiet rum, am Ende wartet immer ein Boss, den Boss musst du umhauen, bei dem Boss ist man prädestiniert zu sterben, weil das Spiel halt nochmal so ausgelegt ist. Typisch From Software halt einfach. Aber, nein, wir schauen uns jetzt das Intro nicht nur mal an, aber wir werden eine Klasse spielen, nämlich die adeligen Klasse, das ist eine Magierklasse, weil Magie in dem Spiel ist absolut OP, wenn man weiß, wie man spielt. Das werde ich alles sagen. In aller Ruhe, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn irgendwas unklar ist, in den Chat schreiben. Oder mir dann noch im Stream privat auf Discord, ist mir scheißegal. Sucht es aus. Ich werde so viel wie es geht erklären, ich werde so viel wie es geht darauf eingehen, was ihr beachten müsst, warum ihr es beachten müsst, warum ihr es beachten sollt. Kriegen wir alles hin. Ja?
der Run wird sehr flauschig, verspreche ich. So. From Software-Titel. Ganz klar Sekiro. Mit Abstand. So, wir spielen mal offline, damit wir einfach nicht von Online-Leuten irgendwie invasiert werden. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass Leute in meine Welt kommen und mich dann umhauen. Das wollen wir nicht. Also bleiben wir die ganze Zeit über offline und mir spielen wir die Körperform an, also sprich eine Frau, einen weiblichen Charakter. Warum? Grundsätzlich war das eigentlich wurscht, aber es gibt in dem Spiel ein einziges Item, das kann nur eine Frau tragen. Und das Item kriegen wir irgendwann in der Mitte vom Run. Kriegt man eigentlich rein theoretisch, kann man es ganz am Anfang schon hin, aber wir machen es Step by Step. Dieses eine Item ist ein Armreif, den kann nur eine Frau tragen und der generiert mehr Seelen. Ja, also Seelen heißt praktisch unser Geld, mit dem wir uns praktisch aufwerten und Dinge kaufen. Ja, so viel dazu. So, wie schon erwähnt, da nennen wir jetzt halt ausnahmsweise einmal nicht Bazi, sondern da nennen wir jetzt Saphira. Warum, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe halt natürlich auf einem anderen Spielstand diesen Charakter schon mal erstellt, deswegen geht das jetzt relativ schnell. Ja. So, wichtig ist, die Klasse nehmen wir Adliger. Ja. Erstens einmal haben wir schon mal einen Zauberstab dabei. Wir haben eine Kleidung, die wo unser Mana, also sprich unser Magiepool, nach und nach ein bisschen erhöht. Und was ganz wichtig ist, Freunde, wenn sie es Platin-relevant macht, oder wenn sie auf Platin-Trophäenjagd geht, ihr müsst dann unbedingt den Ring der Gunst mitnehmen. Jeder Ring in diesem Spiel ist für die Platin-Trophäe relevant. Jeder, mit Ausnahme. Auch dieser Ring der Gunst. Und den kriegt ihr nur da. Den findet ihr im ganzen Spiel nicht. Ihr müsst, wenn ihr Platin haben wollt, diesen Ring der Gunst mitnehmen. Der ist, by the way, richtig gut, weil der erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Ist gerade am Anfang ganz gut, damit wir Heil-Items finden. Die werden wir nämlich auch brauchen. Also nehmen wir den Ring der Gunst. Okay? So. Und ich nehme natürlich dann das vorgespeicherte Profil. Jetzt wisst ihr, warum es Saphira genannt hat, weil blaue Haare und blaue Augen. Anlehnung an Eragon, abgesehen davon. Genau. Mehr gibt es in dem Charakterauswahl-Dingens eigentlich nicht zu beachten. Das Wichtigste ist, wie gesagt, die adligen Klasse, weiblicher Charakter und Ring der Gunst. Wie ein Charakter ausschaut, ist völlig irrelevant. Gut. Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland XII. Seinem Königreich im Norden, Boletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Valafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Valafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen, Jod, der stumme Häuptling, Sankt Urbain, Skirver der Vagabund, die 6. heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Vinland und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben.
Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? So, das ist eigentlich jetzt nur mal so ein bisschen die Zusammenfassung, was ist jetzt eigentlich Sache. Es sind Dämonen in die Welt gekommen, da ist ein farbloser Nebel, der wo das komplette Land umringt und das ist aufgrund der Dämonen und solange die Dämonen halt im Endeffekt da haben, geht der Nebel nicht weg. Ja? Story in Souls-Spielen ist immer relativ, ist eigentlich absolut nicht relevant. Abgesehen davon, da müsste man sich lore-technisch belesen, wie das Ganze tatsächlich zusammenhängt, weiß ich jetzt persönlich auch nicht, da kann ich jetzt leider wirklich nichts sagen dazu. Aber Story in einem Souls-Spiel ist eigentlich für Tonne. Ja? Da ist Augenmerk liegt da ganz woanders eigentlich bei den Souls-Spielen. So, möchtest du die Reise in den Nexus spielen? Das ist praktisch das Tutorial-Level, der Vollständigkeit halber nehmen wir das mit. Man müsste es nicht spielen, aber ich möchte natürlich das ganze Spiel sagen. Ja? Also machen wir die Reise in den Nexus. Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Fragt's mich bitte nicht, wo die jetzt herkommt. So, Außenpost und Durchgang. Man muss halt noch fairerweise dazu sagen, grafisch ist dieses Souls-Spiel ein absolutes Sahnehäubchen, ja? Da kann man, das ist von allen Souls-Spielen, aber es war auch traurig, wenn es nicht so war. Das ist von allen Souls-Spielen bisher grafisch das Schönste, liegt aber auch daran, weil das glaube ich, eins der ersten PS5-exklusiven Spiele ist, die was überhaupt gemacht haben für PS5, für die Konsole, ja? Sollte ich vielleicht dazu sagen. Gibt es aktuell auch nur für die PS5. Also Computerspieler, PC-Spieler, die schauen da leider aktuell in die Röhre. Man hat aber Hoffnung, dass es irgendwann auf Steam bringen. Es war jetzt nicht das erste Mal seitens Sony. So, genau. Da haben wir jetzt im Endeffekt unsere ganze Ausrüstung erinnert. Also wir haben sprich 4 Ausrüstungsstücke, die wo wir am Körper tragen. Also Arme, Kopfbedeckung, Brust, Arme und Beine. Wir können 2 Ringe tragen. In den Souls-Spielen haben es 4 Ringe. Ich weiß aber jetzt nicht ab wann. Ab was für ein Souls, ob es ab dem ersten schon ist oder ab dem zweiten erst, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wir haben 2 Handwaffen. Einmal für die linke und für die rechte Hand. Also so, besser gesagt. Und wir können natürlich nach Fernkampfwaffen, kann man theoretisch auch spielen. Pfeile oder Armbrust, zeigt man da ganz schön. Und da rund, das ist unser Schnellinventar, da können wir uns Gegenstände reintun, wie zum Beispiel Heilung oder was weiß ich. Sagen kann man dann alles sehen. So, wir haben aktuell 2 Waffen, das ist einmal ein Rapier, das ist eine Stichwaffe und unser Silberfokus, das ist unser Zauberstab. Wir spielen, wie gesagt, eine Magieklasse. Und wir werden ausschließlich nur 2 Waffen brauchen. Wir werden kein Schädel nicht benutzen, wir werden keine Fernkampfwaffen nicht benutzen, wir benutzen nur eine Nahkampfwaffen und einen Zauberstab. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Schädel oder sonst was. Das heißt, in unsere rechte Hand kommt unser Rapier und in unsere linke Hand kommt unser Silberfokus. Jetzt weiß ich gar nicht, seht ihr das gerade? Pass auf, nicht, dass jetzt... Moment, ich muss meine Kamera schnell verschirmen. Ich schiebe jetzt einfach mal da um. So, ihr seht jetzt da auf der linken Seite mein Schnellinventar. So, jetzt halt habe ich überhaupt nichts in der Hand. Jetzt habe ich meinen Rapier in der Hand. Das ist da vielleicht gerade ein bisschen unvorteilhaft, weil es so finster ist. Gehen wir mal da raus. Okay, jetzt seht man schöner. Also, ich habe jetzt 2 Waffen. Ich kann einmal mit der linken Waffe spielen, das ist in dem Fall mein Zauberstab, den seht man da. Ich kann die rechte Waffe dazu nehmen, ich kann mit rechts zuschlagen. Mit links kann ich halt jetzt zaubern. Ich kann die Nahkampfwaffe in beide Hände nehmen. Das wird man überwiegend tun, wenn wir mit der Nahkampfwaffe spielen, weil in beide Hände macht der Waffe mehr Schaden, brauchst du aber dafür ein bisschen mehr Ausdauer. Das macht aber nichts, weil das kriegen wir alles hin. So, und ansonsten ist halt die Magieklasse dahingehend gut, weil du in die ersten Gebiete die Gegner eigentlich one-shottest. Mit einem ganz simplen Zauber, du brauchst noch nicht einmal viel machen, die fallen einfach um.
Und Wert, merci für dein Luck. Viel Spaß. So. Ich werde mir jetzt einmal aufs Zaubern begrenzen, weil, wie gesagt, die Gegner, die fallen sowieso einfach da um. Weg ist ein Schuss, tot. Und ich kann es eigentlich schon mal vorwegnehmen. Wir werden in dem Spiel absolut OP werden. Wir werden sogar so weit kommen, dass wir Bosse one-shotten. Das war kein Witz. Ich meine ernst. Wir werden das so an die Spitze treiben, dass wir mir Bosse im wahrsten Sinne des Wortes in den Tod schicken. Ja, da bricht die Hölle über die herein, das verspreche ich. Oder brauchen wir noch ein bisschen, bis dahin. So, da haben wir jetzt das Sichelmondgras, das ist im Endeffekt unsere Heilung. Die Hand gestapelt, also gestaffelt, da gibt es mehrere Stufen. Es gibt das Sichelmondgras, es gibt das Halbmondgras, es gibt das Vollmondgras, es gibt Neumondgras. Je höher, also je voller der Mond wird bei dem Gras, in dem Wort, umso mehr heilt das Gras im Endeffekt. Ja? So kann man es eigentlich sagen. Man kann jetzt, wie dort zum Beispiel, Sichelmondgras ist die erste Stufe, schaut aus wie ein Löwenzahn, stellt eine kleine Menge TP wieder her. Das ist dann schon das Halbmondgras, das stellt ein wenig mehr her. Okay? Ist ganz simpel gewesen. So, da brauchen wir jetzt wieder unseren Zauberstab, weil er hat ein paar Hansel mehr umeinander. Ah, da, ich wollte gerade sagen, da stachselt der neue Mann umeinander. Wo ist er denn? Wo ist er? Man kann die Gegner auch backstabben. Das heißt, wenn der Gegner euch den Rücken zudreht, könnt ihr ihm im Endeffekt mehr so eine Art Todesstoß geben. Das macht halt auch verdammt viel Schaden. In dem Spiel kann man natürlich auch rennen. Ja, also sprinten. Das verbraucht aber Ausdauer. Das seht ihr oben links. Der unterste Balken, der wo sich jetzt wieder füllt, beziehungsweise der wo jetzt gerade leer wird, das ist mein Ausdauerbalken. Der geht auch übrigens weg, wenn ich zuschlage. Wird der immer kleiner. Und wenn ich keine Ausdauer nicht habe, dann kann ich mich nicht bewegen. Ja, also dann kann ich auch nicht zuschlagen, nicht sprinten, gar nichts. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen mit seinen Angriffen. Beim Zaubern wiederum ist es anders. Beim Zaubern braucht ihr keine Ausdauer nicht. Also Zaubern könnt ihr ja so lange, bis ein blauer Balken, den was ihr da seht, bis der leer ist. Das ist nämlich unser Mana-Pool. Warte, kann ich gerne noch mal schnell kurz sagen. Wenn jetzt zaubert, wird der blaue Balken ein bisschen kleiner. Ja, das ist unser Mana. Wenn das leer ist, können wir halt nicht mehr zaubern. Soweit, glaube ich, verständlich. Die Nachrichten, die wo da stehen, da wird ja im Endeffekt gesagt, wie wo es geht. Starker Angriff, wo man angreift, wo man blockt, wo man was das ist. So. Ah, ich hab so richtig Bock auf Demon's Souls, auf den Run. So gegen es ist. Ohne Mana-Waffe kein Zauber, ja genau. Da gibt es dann sogenannte Blauaugenritter, die haben ein bisschen stärker. Später kommen Rotaugenritter, die haben richtig stark. Da muss man dann tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da könnten wir dann im ersten Gebiet sogar einen treffen. Ist aber keine gute Idee. Ja? Weil der zirkt uns Tosen aus und zwar ganz gewaltig. Aber die haben ganz flauschig. Ihr seht, Magie macht halt verdammt viel Schaden am Anfang des Gebiets. Und es wird dann feststellen, für die Leute, die es dann vielleicht auch irgendwann mal selber spielen, wenn es so spielt, dann habt ihr mit Demon's Souls den höchsten Spaß, weil diesmal ist nicht, in dem Fall ist dann nicht so, dass eng die Gegner penetrieren, sondern da penetriert ihr die Gegner. Und zwar ganz gewaltig. So, Seele eines unbekannten Kriegers. Das ist im Endeffekt so eine Art Geldbeutel. Da gibt es auch wieder mehrere Stufen. Je hochrangiger der Krieger ist, der wo da verstorben ist, umso mehr Seelen gibt er. Das erkläre ich aber später nur mal. Kommen wir eh noch dazu. Vermutlich. Ja, mit Sicherheit sogar. Die Rotaugenritter haben wohl zu viel Mondgras geraucht. Ja,
So kann man das sagen. Aber da, die darfst auf keinen Fall unterschätzen. Die Rotaugenritter, die haben es wirklich in sich. So, der lässt jetzt eine Heilung fallen. Edelmondgras. Deswegen haben wir unter anderem auch den Ring der Gunst, ja? Weil da einfach viel Heilung droppt. Ja, wo kommt der her? Da wird jetzt direkt gesteckt. Hab ich gar nicht gesehen. So, da vorne kommt jetzt dann der berüchtigte, der typische Tutorial-Boss, den es nahezu in jedem Soul-Spiel gibt. Der ist eigentlich dazu gedacht, dass man stirbt dabei. Ja? Man kann ihn besiegen, ich selber habe ihn persönlich noch nie besiegt, sage ich auch ganz offen und ehrlich dazu. Wenn man besiegt, hat es aber auf den Lauf der Geschichte keinen Einfluss. Ja? Wenn man jetzt da weiter, wenn man den besiegen würde, da kommt man in ein kurzes Gebiet, da kriegt man lediglich nochmal ein paar Seelen extra dazu. Aber sterben tust du am Ende des Tages trotzdem. Ja? Es war jetzt lustig, wenn ich den jetzt das erste Mal schaffen würde, aber es wird halt nicht passieren. Das ist der Vorhutdämon. Achtung, Verwechslungsgefahr, Vorhutdämon, Vorhautdämon. Hat er nicht gesagt. Schön Schwanzerl, oder? Arschbombe. Stieg ihm einfach an den Arsch rein. Ich glaube, so viel haben wir noch nie abgezogen. Ihr seid halt beinahe One-Shot bei ihm. Da lohnt es sich auch nicht, dass ihr ihn keilt, weil, wie gesagt, ihr sterbt am Ende des Tages sowieso. Egal, was ihr macht. Genau. Der haut aber. Der Kreisliga Zeitgenosse, ja. Du wirst fast keine schöne Gestalten finden in dem Spiel. Aber so viel habe ich ihm tatsächlich noch nie angezogen. Aus ihrem Gefäß entnommen. Kathi habe ich der, abgesehen davon. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Also praktisch jenseits. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es keinen drinnen gibt. So. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, kannst du deinen Körper wiedererlangen. Und da kommen wir schon mal auf eine ganz wichtige Thematik zu sprechen, das spricht mir jetzt gleich dann an. Das da ist jetzt im Endeffekt unser Hut. Ja, da können wir uns dann aufwerten, da können wir dann in die einzelnen Welten reisen. Es gibt insgesamt 6 Keilsteine, davon sind aber nur 5 zugänglich, weil einer ist kaputt. Da hat man lang gemeint, dass ein DLC kommt, auch damals schon. Das Spiel hat es ja auf PS2 und auf PS3 schon mal gegeben. Ist aber tatsächlich nie was erschienen. Vielleicht machen sie da nochmal irgendwas draus, ich kann es mir aber ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. So,
Im Endeffekt treffen wir da allerhand NPCs, da können wir dann später unsere Fähigkeiten erlernen, wir können unsere Fähigkeiten und Attribute aufwerten. Das zeige ich aber dann nochmal, wenn es soweit ist. Tatsächlich ist aber der Nexus eigentlich dazu gedacht, dass man von da aus in die einzelnen Keilsteine reisen kann. Jetzt aktuell ist nur einer offen. Wir müssen praktisch da einer, das ist der Palast von Boletaria. Den werden wir jetzt gleich spielen. Genau, den werden wir jetzt gleich spielen und dann erkläre ich noch was zu der Thematik. Ihr seht es jetzt oben links, wenn man stirbt, ist man praktisch in so einer Art, was heißt Art, man ist dann in einer Geisterform. Das sieht man dann anhand, ja, also so einen komischen Nebel habe ich dann um meinen Körper, das ist so quasi ein Nebel um meinen Körper dann weiß man ist in Geisterform, weil man ja eigentlich gestorben ist. Und das hat dazu die Folge, dass man nur noch halber so viel Leben hat. Wir finden aber noch einen Ring, da hat man noch immerhin dann 75% vom Leben. Mit dem müssen wir aber leben. Erkläre ich aber dann warum. Ich muss ihn gleich verlassen, viel Spaß noch. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und dir einen angenehmen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Genau. Da komme ich dann gleich zu der Thematik dazu, zum Sprecher, wo ich gesagt habe, wegen der Dingens, wegen der Mechanik in dem Spiel, was in den nachfolgenden Soul-Spielen leider nicht mehr gegeben hat. So, wir gehen jetzt in den ersten Keilstein. Er nimmt den Mund ganz schön voll. Tore von Boletaria. So. Am besten gleich einmal umdrehen, weil da gibt es ein Item zum Finden. Ja, ähnlich wie in Donkey Kong. Da kriegen wir ein zunehmendes Mondgras, das heilt über Zeit. Also eine gewisse Zeit lang kriegst du dann immer wieder mehr Gesundheit dazu. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Ich glaube, während des gesamten Runs wird man das nicht einmal hernehmen. So. Genauso wie vorher im Tutorial-Gebiet sind auch hier die Gegner mit Magie. One-Shot, ja, der war nicht schlecht. So, Sichelmondgras. Da steht auch einer dahinter. So, da haben zwei auf der linken Seite, das Pferd uns hinter sich. Der ist so gespannt. So einfach geht's. Nehmen wir mal Heilung zu uns, für alle Fälle. Gut. Dann schauen wir die erste Passage mal relativ gut gemeistert. Und das ist halt das Gute. Noch ein kurzer Hinweis. In die einzelnen Gebiete, wie jetzt zum Beispiel bei Brandbombe gefunden, man findet immer so ein kleiner Hinweis innerhalb von den Items, die man findet, wo es der nächste Boss eventuell für Schwäche haben kann. Ja? Brandbombe, ja, Feuer. Der nächste Boss wird wahrscheinlich Feuerschaden nehmen. Unter anderem. Ja, das ist so ein bisschen ein Hinweis in Demon's Souls. Beziehungsweise generell in die Souls-Spiele. Man kriegt immer gerne mal so einen Hinweis, wie man den nächsten Boss relativ einfach legen kann. Der war unflauschig. Waldmundgras ist gut für uns. So, da steht jetzt einer ums Eck. Achtung! Da kommt auch gleich noch einer raus, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Auch noch mal einer.
Da haben wir jetzt wieder eine Brandbombe. Also wieder der Hinweis, hey, Brandbomben sind wahrscheinlich nicht schlecht in dem Spiel. Also in dem Gebiet. So wie die zwei. Ganz wichtig ist, dass man sich selber nicht Stress macht, wenn man mal in die Enge getrieben wird. Wie gesagt, das Spiel ist darauf ausgelegt zu sterben. Ja? Wir werden es aber versuchen, in Grenzen zu halten, was Sterben angeht. Also ich versuche es zumindest. Hirndolch, gut, das sind halt alles so Items, die Kills aufnehmen, zu Waffen, aber das müsst ihr nicht unbedingt, wie gesagt, das werden sie nicht stark brauchen. Ja, natürlich erwischt du jetzt. Es ist das einzige ein bisschen tricky an der Passage, weil die alle mit der Brandbomben rumwerfen. So, da müsst ihr jetzt aufpassen, da oben steht nämlich einer auf der Plattform da. Also einfach am besten da durchlaufen. Ja, und ich renne natürlich genau rein, ist eh klar. Aber dafür ist er runtergefallen, das ist gut. Stirb! Danke. Sehr gut. Normalerweise darf er eng von da, aber nicht erwischen. So. Da müsst ihr aufpassen, die werfen nämlich jetzt auch wieder beide mit der Brandbomben. Ungarius, guten Morgen. Oder, ja, eigentlich schon fast Mahlzeit, da die fast sagen, oder? Alles fit bei dir. Und alles Gute zum Geburtstag. Leute, bitte mal ein Happy Birthday in den Chat für den Mr. Ungarius. Vielen lieben Dank. Du hast schon heute, oder? Ja, doch, heute. So, aufpassen. Da oben, da ist nämlich eine Kugel versteckt. Beziehungsweise, das heißt versteckt. Da steht einer, der uns jetzt gleich einen Stor ins Gesicht werfen möchte. Da muss man jetzt ein bisschen Obacht geben, weil wenn man da blindlings auflauft, dann gibt es gewaltig auf die Nase. Also, man geht da her, wartet bis dass der Stor runterkommt, kommen wir zurück. Und dann legt er uns dann dieses Item frei. Ist nicht so, dass man es frei hat, aber für den Fall, da gab es ein Bastardschwert, ja? Und ihr macht es nicht wirklich viel Verlust, weil ihr lauft einfach wieder einmal außen rum und dann passt es wieder. So, und dann könnt ihr um den Breder herum kümmern. So, Achtung, da hinten haben ein paar Fernkampf. Ja, Fernkampfschützen, sage ich jetzt einmal. Bogenschützen. Die könnt ihr aber auch easy ausschalten. Da ist jetzt, glaube ich, ein Speerträger mit dabei. Auf den müsst ihr tatsächlich ein bisschen aufschauen, weil der hat eine ziemlich hohe Range. Oh, da war fast in die Hose gegangen. Gut. Nehmen wir uns das Item mit, das ist wieder Halbmondgras, das ist sehr gut für uns. So, und dahinter war jetzt theoretisch, da war jetzt ein Rotaugenritter, das sieht man von da jetzt vielleicht noch ganz annehmlich. Da würde ich nicht empfehlen, da hinzugehen. Man kann den schießen, so ist es jetzt nicht, aber richtig viel Seelen kriegt es von dem erstens einmal nicht. Und zweitens einmal habt ihr da hinten sowieso noch nichts zum Gewinnen oder zum Finden. Da können wir später sowieso noch einmal her, weil da kriegen wir ein wichtiges Item oder eine wichtige Rüstung. Von daher. Ja, passt schon sein, kein Problem. Und genau. Also wie gesagt, da hinten, da braucht es nicht hingehen. Da den gar nicht empfehlen. Wie gesagt, der Gegner rasiert den, wenn der Arm mit erwischt. So.
Im Gegensatz zu dem Rotaugenritter da hinten ist der Blauaugenritter da überhaupt gar kein Problem. Der hat so nicht mehr gespannt, einmal da und wenn er spannt, ist er praktisch schon fast tot. Der heilt sich natürlich auch. Also. Was? Okay. Niederösterreich trifft's gerade sauber. Ja, bei uns ist tatsächlich über die Nacht auch ganz schön der Wind gegangen. Muss ich tatsächlich wirklich zugeben. Also war jetzt da nicht besorgniserregend, aber schauen wir mal, wie sich das im Laufe des Tages entwickelt. Also bei uns geht tatsächlich auch ganz schön heftig der Wind. So, da findet man wieder eine Brandbombe, also wieder der Hinweis, hey, Brandbomben haben da vielleicht gar nicht einmal so unflaschig. So, jetzt Obacht geben. Jetzt senden sie mal auf dezent selber an. Da muss man jetzt ein bisschen warten, solange das brennt, weil wenn sie jetzt da reinlauft, dann kriegt ihr Schaden. Brandschaden. Und das nicht zu wenig. So, da jetzt einfach ganz gechillt bleiben, bis dass der seinen Angriff macht. Und dann zählt man noch. Wir haben die halbe Baustelle von der Nachbarbaustelle im Garten und die Baustelle ist aber... Oha, geht's bei einem gesund zu. Leck mich am Arsch. Ja, dann schau, dass du auf alle Fälle auf der sicheren Seite bleibst. Du, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist, gell? So, die zwei Ketten unbedingt durchtrennen, weil da fliegt nämlich jetzt Loot runter und den Loot braucht man. Der ist wichtig. Werde ihn gleich erklären. Wir müssen jetzt nochmal irgendeinen so Gegner ausführen. Ah, ja, genau. So, da haben wir jetzt ein paar Fässer und ein paar Gegner mit Fackeln oder mit brennenden Waffen. Mit einer Brandbombe, wenn wir jetzt da hinwerfen, dann zählt man mir schon mal einen Großteil der Gegner einfach. Oder auch nicht. Naja, der springt nochmal runter. Keine Ahnung, wie die zwei jetzt gestorben haben, aber gut. Ja, was? Oder du kommst zu mir, bei uns bloß der Wind nicht so. Bring Bier und musst mich. Ja, bei uns geht's eigentlich. Also wie gesagt, das ist halt ein bisschen so, ja, es ist halt windig, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, hey, jetzt wird's voll langsam gefährlich. Also so wie beim Sai ist ja bei Weitem nicht. So, dann da den Hebel aktivieren. Beim Dachschaft, da klopft höchstens mal ein Styroporplatten an die Fensterscheibe an. Braucht wer eine Schaufel. Achso, das soll ja dann sein, ja, will ich gerade sagen. So, da findet man den Ring der Adhäsion. Wie ich vorher schon gesagt habe, jeder Ring in diesem Spiel ist platinrelevant. So, und dieser Ring der Adhäsion, der hat es ganz schön in sich. Warum hat es der ganz schön in sich? Weil, vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. Das heißt, wenn ich jetzt den Ring trage, habe ich vor mir ein bisschen mehr Leben zur Verfügung, wenn ich nicht in Menschengestalt rumrenne. Ja, also ich habe jetzt nicht mehr nur noch 50% Leben, sondern ungefähr 70. Ja? Und mehr Leben ist bekanntlich mehr gut. So, da ist natürlich jetzt Loot runtergefallen, den nehmen wir mit. Das brauchen wir jetzt theoretisch nicht alles, außer das alte Gewürz, das ist noch sehr hilfreich. Da können wir quasi unser Mana wieder auffüllen, ist nicht schlecht. Das wird man in Zukunft auch des Öfteren einmal benutzen müssen. Und das ist jetzt wichtig, das ist der Jadehaarschmuck. Der Jadehaarschmuck, so sollte man es betonen. Den können wir nachher im Nexus bei einem NPC für einen Ring eintauschen. Und da wieder der Hinweis, jeder Ring ist platinrelevant. Ja? So, die Gegner sind alle tot, so lange bis man da stirbt. Wenn man stirbt, kommen alle Gegner wieder. Das heißt, wir haben jetzt da freie Bahn und können ohne Angst einfach durchlaufen. Es kommt jetzt soweit kein Gegner mehr. Also zumindest für den Abschnitt, wo wir jetzt durchgerannt haben. Kego Habitäre. Oh, das hört sich ja noch im bayerischen Viewer an. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir da mal durch den... Oh, da hat Luft fallen lassen, das habe ich übersehen. Shame on me. Halbmondgras. Sehr gut. Also, es gibt in dem Spiel eine Nebelwände.
Manchmal verbergen sich schlimme Dinge dahinter, manchmal verbirgt sich gar nichts dahinter. Mit schlimmen Dingen meine ich Bossgegner. In der Regel kann man das aber sehr schnell außerfinden. Eine große Nebelwand, da ist meistens ein Boss dahinter. Bei kleinen Nebelwänden wie da braucht es eigentlich nicht oben da. Ich bin bloß da, weil ein Spy gesehen habe. Ja, das ist ein guter Hinweis, oder? Wenn man bayerischer Streamer ist. So, da gibt es jetzt 2 Wege. Egal welchen wir da gehen, wir kommen sowieso wieder dumm. Also wir nehmen alles mit. Wir gehen erst da oben. So, und das ist jetzt der Typ da. Das ist der Ehrenbazi Meisterritter Ostrava. Das ist ein ganz flauschiger Typ. Der wird uns das eine oder andere Mal im Spiel über den Weg laufen. Der hat eine eigene Questline. Diese Questline müssen wir unbedingt erfüllen. Weil wir da dann später einen Gegenstand finden, der uns auch unter anderem für die Platin-Trophäe, weil der relevant ist, sagen wir es so. Das heißt aber jetzt im Gegenzug, dass der auf keinen Fall sterben darf. Der hat jetzt ein bisschen ein Bär in der Hosen, weil da natürlich, Diego, merci für der Following, weil da natürlich jetzt ein Haufen Gegner unten stehen, die wo er am lieber ins Fleisch mengen. Das heißt, wir helfen ihm jetzt mal ein bisschen aus der Misere. Welche Tasten? Und verrammen wir da mal ein paar Gegner. Da ist natürlich wieder die Magie-Klasse perfekt, weil er mal schön aus der Distanz angreifen kann. So, und wenn alle Gegner weg kann, dann springt er eher da oben. Da unbedingt den Ring des Diebes mitnehmen. Der bewirkt, dass uns Gegner nicht so schnell spotten können. Also der macht uns praktisch unsichtbar sozusagen. Werden wir aber wahrscheinlich auch nicht brauchen. Aber für Platin-Trophäe ist er natürlich relevant. So. Dann nehmen wir natürlich das Item mit und jetzt sprechen wir kurz mit ihm. Meinen Dank für eure mutige Rettung. Ich bin Ostrava von Boletaria. Nehmt dies als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Messing-Teleskop, so irgendwas ist, kostet eigentlich einen Tonnewerfer, wird man nicht brauchen. Ja. So, wir müssen aber jetzt auf alle Fälle aufpassen. Der geht nämlich jetzt auf Gegnerjagd. Haut die Gegner um und der kann da sterben. Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Der darf uns auf keinen Fall wegstellen. Der holt zwar einiges aus, also der fällt jetzt nicht bei einem Schlag um, aber es soll schon vorkommen sein, dass der stirbt. Und das war ungeil. Also müssen wir den so lange begleiten, bis dass der tatsächlich tote Gegner in der Gegend umgeschlagen hat. So, dahinter, da findet man die erste Waffe, die wo wir jetzt dabei einmal benutzen werden. Und zwar ist dieses Krummsäbel, beziehungsweise halt das Falchion. Das ist zwar nicht die Waffe, die wo wir mir bis zum Endgame spielen, die findet man nachher erst. Aber sie hat das gleiche Angriffsmuster wie die Waffe, die wo wir später spielen. Ja? Das Ding ist, diese Waffe macht Blutungsschaden und sie macht auf Gegner mit wenig Rüstung mehr Schaden. Da finden wir aber später eine Waffe, die ist mit Magie durchzogen, also sprich, die darf mit unserer Magie skalieren. Jetzt habe ich mein eigenes Ding. Entschuldigung. Es kann natürlich auch passieren, wenn ihr den zu oft angreift, dann wird der feindselig. Also das war jetzt mehr Dusel als Verstand, dass er nicht feindselig wird mir gegenüber, weil ich ihn gebacksteppt habe. Der ist halt aber jetzt saublöd in der Gegend rumgestanden, das wo unflaschig ist. In seinem Fall. So, da haben wir wieder einen Haufen Gegner. Da werfen wir eine Brandbombe runter, die investieren wir. Und warum bei mir die Fasseln nie in die Luft fliegen, weiß halt auch keiner. Dankeschön. Das ist halt so die Stelle, wo der halt gerne mal sterben kann. Chill dich hin. So. Ich merke schon, es ist nicht die erste das ist nicht mein erstes From Software Spiel. Nein, definitiv nicht. Ich bin erfahrener Soul-Spieler. Bin jetzt kein Profi nicht, aber ich kenne mich aus. Sagen wir es so. So. Bist wieder anwesend. Dann willkommen zurück, Mr. Verb. So, dann nehmen wir die Seele mit. Jetzt an der Stelle, wenn ihr da die Gegner alle gemacht habt, dann ist der Ostrava eigentlich beinahe sicher. Da ist mir nicht gerade noch da drin, irgendein so ein Hansel. Aber den schafft er allein. Ja, genau. Das ist der da hinten. Genau.
Der Ostrava, der geht natürlich jetzt nicht weiter, der bleibt jetzt in dem Korridor erinnert, der geht jetzt da einfach auf und ab. Und wenn da kein Gegner mehr da ist, dann passiert ihm auch nichts mehr. So, wir nehmen die Seele mit und dann gehen wir weiter. Den zaubert man mal dezent weg. Ich weiß nicht, ich stelle mich halt gerade ein wenig totschaut an, weil normalerweise treffen mir die Gegner nicht ein einziges Mal. Aber gut. So, irgendwo. Ah ja, da ist er, wollte gerade sagen. Ich habe ihn aus dem Auge gerade noch gesehen. So, dann nochmal eine Heilung zu uns, wenn der. Erst jetzt tu mal auf mit deinem scheiß Bogen da oben. Kurz fix nochmal in die Wacke hier, weil ich die Hosen ausziehe. Wo ist denn der Volldepp? Da ist er. Ah, die Hühner. Muss ich nur daran denken, dass ich dann da unten das Item noch mitnehme. So, der Penner noch schießt die ganze Zeit. So, jetzt ist aber Ruhe. Nehmen wir uns ja unten entspannt noch das Item. Den Loot. Ja, da steht nämlich ganz oben auch noch ein Bogenschütze. Den schalten wir jetzt gleich noch aus. Besser Pfeil in der Schulter als im Knie. Ja, da hast du jetzt auch wieder recht. So, da oben steht wieder Mr. Blauaugenritter. Den werden wir auch wieder dezent verhauen. Rein mechanisch-technisch ist es so, der blockt genau 3 Angriffe und dann kann er keinen mehr blocken. Warum das so ist, weiß ich nicht. So, dann nehmen wir das Item mit. Und dann, da müssen wir dann nachher durch. Wir gehen aber erst noch in die andere Richtung, damit ihr seht, dass wir wieder einmal rundum kommen, was ich vorher angesprochen habe. So, erst rasieren wir den weg. Weil, wir müssen sowieso da hin, weil da finden wir nämlich jetzt gleich einen NPC, den müssen wir auch weiter schicken. Da aufpassen, da springen nämlich jetzt gleich 2 von der Mauer. Die überfallen den Gang hinter uns. Was unflauschig ist. Gut. Den machen wir vorsichtshalber kaputt. Den können wir schön backsteppen. Achtung, da steht rechts auch noch einer. So, da müsst ihr jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil da vorne bei der Treppen da, die wo ihr da seht, da haben wir runtergekommen vorher. Wenn ihr jetzt da rechts, also praktisch da einer lauft, da steht da hinten, hinter der Wand auf der rechten Seite, das seht ihr von da jetzt nicht, ein NPC mit einer Brandbombe. Die KI ist so programmiert, dass der die Brandbombe immer, egal von wo ihr kommt, immer erst in die Fassel reinwirft. In die Fassel reinwirft. Das heißt, wir gehen jetzt da her, der sagt uns, er wirft aber die Bombe da hin, das heißt, wir haben da jetzt erstmal safe. So, ich muss jetzt aber auch zum Essen, gehabt euch wohl. Mods ab, merci dir fürs Zuschauen und einen guten Appetit wünsche ich und einen schönen Sonntag. So, jetzt chillt jetzt ein wenig. Wir müssen nur warten, bis das Feuer abgeklungen ist, weil Brandschaden ist böse. Und im Endeffekt haben wir vorher da oben gesprungen. Also ich kann es euch nur mal sagen. Da haben wir runtergekommen und haben wir ja dann da oben gesprungen und haben unseren Ehrenbazi-Meister Ritter Ostrava geholfen. So, wir gehen dann jetzt da zurück. Und dann da einer. Das schaut ja so aus, als wenn man da nicht durchkommen darf. Aber kann man kaputt machen. Und da findet man einen fahrenden Händler, einen Dregling-Händler. Bei dem braucht es nichts kaufen, gar nichts. Es ist nur wichtig, dass ihr ihn anspricht, weil der wandert. Ja, den werden wir auch im Laufe der Reise immer mal wieder treffen. Und wir müssen mal schauen, dass der weiter wandert. Auch das ist platinrelevant. Seid mir gegrüßt. Der sagt nichts Relevanz, das könnt ihr einfach skippen. Er hat halt da ein paar Gegenstände erinnert, das könnt ihr da ein bisschen Heilung kaufen, Brandbomben. Eigentlich alles nicht relevant. Ja? Nur zu. Lasst euch Zeit. Wenn ihr das erledigt habt, dann gehen wir Richtung die der Nebelwand, was wir vorher gerade noch also die, wo wir noch gefunden haben.
So. Wie gesagt, Name zur Erklärung. Wenn ihr die Gegner in dem Gebiet einmal getötet habt und ihr sterbt's nicht, dann bleiben die Gegner alle tot. Also rein theoretisch kann man jetzt das komplette Gebiet wieder zurücklaufen, wir daten keinen einzigen Gegner mehr finden. Solange wir halt am Leben bleiben. Oben rechts, by the way, seht ihr übrigens die Seelen, die wir mir jetzt bereits gesammelt haben. Also sprich unsere Währung. Habe ich vorher schon mal erklärt. So. Da, die Stelle, die ist ein bisschen tricky, wenn man nicht weiß wie. So, man sieht da hinten schon so einen schönen blauen Drachen. Mit dem werden wir uns so gegen gar gleich nicht anlegen, weil da werden wir massiv stressiert. Da stehen jetzt ein Haufen Gegner auf der Mauer. Sich da durchzukämpfen war möglich, aber warum sollte man so einen schwer machen, wenn es einfach geht? Wir haben da so schöne Bowlingkugeln erinnert. Im übertragenen Sinn. Wir schlagen da drauf. Und dann machen wir uns einfach gemütlich und lassen wir die Steine die Arbeit erledigen. Easy going. Wie mache ich das, dass die Weltentendenz ins Schwarze geht? Mr. Kego, gutes Stichwort. Werde ich gleich was dazu sagen. Ich erkläre Ihnen das gleich. Aber glaub mir, das magst du eigentlich nicht. So, da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Da können wir nämlich jetzt gleich von der linken Seite 2 Speerträger angeflogen. Und wie gesagt, die haben eine sehr hohe Range. Da muss man tatsächlich ein bisschen Obacht geben. Ja, da kommt schon der erste. So, jetzt muss ich schnell kurz meinen Ring wechseln. Damit wir mir langsam wieder Mana regenerieren. Möchtest du es gerade wissen, bist du gerade selber dabei, das Demon's Souls durchzuspielen. Ich erkläre gleich, was, wenn wir bei den Drachen hinten haben, was mit dem Weltensystem auf sich hat. Ich erkläre ihn gleich. So. Wir sehen da jetzt 2 Drachen. Den roten haben wir vorher schon gesehen. Und den blauen, der chillt da einfach jetzt einmal. Da liegen jetzt ein Haufen Items dort. Man kann da jetzt hingehen, so waghalsig wie es ist, und die Items aufschnappen, aber die Drachen haben da massiv was dagegen. Und jetzt kommen wir zu dem Weltensystem. Und zwar, aufgemerkt, Freunde, es gibt in diesem Spiel in jedem Keilstein eine sogenannte Weltentendenz. Es gibt insgesamt 2 Tendenzen generell. Es gibt eine Weltentendenz und es gibt eine Charaktertendenz. Das sind 2 Paar Stiefeln. Ja? So, wir kümmern uns jetzt erst einmal nur um die Weltentendenz. So, was hat es damit auf sich? Alles, was ihr jetzt da seht, die einzelnen Keilsteine, da ist drunter so ein Symbol, also ein Augensymbol. Sag ich jetzt einmal, ja? So wie das jetzt ausschaut, haben wir in einer neutralen Weltentendenz. Ja? Also ist alles so, wie es sein soll. So. Diese Weltentendenz hat 7 Klicks insgesamt. Ja? Eine neutrale, 3 Klicks ins Positive und 3 Klicks ins Negative. Ja? Es gibt quasi, wenn es komplett positiv ist, ist diese Weltentendenz komplett weiß. Ja? Eine komplett weiße Weltentendenz nennen sie das dann. Was hat das für Auswirkungen? Wir kriegen mal weniger Damage, wir machen mal mehr Schaden. Ja? Das bringt die weiße Weltentendenz. Und es bewirkt noch dazu, dass manche Sachen sich in der Welt verändern. In einer komplett weißen Weltentendenz, in diesem Keilstein jetzt, sind diese beiden Drachen nicht vorhanden. Die sind dann weg. Das heißt, dann kann man dann da hinlaufen, die Items aufnehmen, ohne dass uns irgendein Drache einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist der Effekt von der komplett weißen Weltentendenz in diesem Keilstein. Und so hat es in jedem Keilstein eine andere Auswirkung, was, wenn du eine weiße Weltentendenz hast, eine komplett weiße. Das nennt man dann Pure White World Tendency, ja, auf Englisch. So, dann gibt es aber auch noch das krasse Gegenteil, nämlich eine komplett schwarze Weltentendenz. Das bewirkt, dass ihr bis zu 300% mehr Damage kassiert. Ja? Ihr habt weniger Leben, dafür kriegt ihr aber ein bisschen mehr Seelen. Aber ganz ehrlich, den Trade würde ich euch nicht raten einzugehen. Außer, wenn ihr auf Platinjagd sagt, dann müsst ihr gewissermaßen irgendwann auf einer schwarzen Weltentendenz landen. Wie kriegt man schwarze Weltentendenz? Ganz einfach, indem ihr in menschlicher Gestalt in der Welt sterbt. Deswegen ist es wichtig, deswegen ist es sehr, sehr wichtig,
dass wenn ihr in der Welt rumrennt, so wie mir jetzt, dass ihr niemals in Menschengestalt rumrennt, weil wenn ihr jetzt sterbt, passiert in der Weltentendenz nichts. Es bleibt so, wie es ist, bleibt neutral oder auf der Stufe, wo sie heute gerade ist. Wenn ihr euch als menschlicher Form, wenn ihr in menschlicher Form in dieser Weltentendenz, in der Welt sterbt, dann verschiebt sich die Weltentendenz um einen Klick ins Negative. Das heißt, wenn ihr dreimal in Menschengestalt in der Welt sterbt, habt ihr eine komplett schwarze Weltentendenz. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht haben. Wir werden später bewusst so machen, dass wir die Welt gesteuert ins Schwarze verschieben. Ja, da komme ich aber dann dazu, wenn es einmal so weit ist, da braucht man noch eine ganze Weile bis dahin. Weil auch, es ist leider, oder es ist halt auch platinrelevant, dass du gewisse Welten auf Schwarz bringst, damit du an gewisse Items draufkommst. Ja? Es ist ja so, dass du in einer weißen Weltentendenz sich die Welt verändert und in einer schwarzen Weltentendenz verändert sich die Welt genauso. Ja? Also es gibt immer zwei alternative Wege und nur so kommst du an gewisse Schlüssel-Items, die du in einer normalen Weltentendenz nicht kriegst. Und wie geht's wieder ins Weiße? Du verschiebst eine schwarze Weltentendenz immer dann ins Weiße, wenn du entweder den Prime Evil Demon tötest, der verschiebt die schwarze Weltentendenz um 3 ins Positive, also sprich geht wieder auf neutral, oder wenn du Bosse in dem Keilstein tötest. Dann geht die Welt auch ins Weiße, um einen Klick aber nur. Genau. Ist Fey bei Input, ich weiß, dieses System ist leider, wie ich finde, leider nicht übernommen worden in die zukünftigen Soul-Spiele, die wo dann kommen haben. Aber dieses Weltensystem, wenn man das nicht weiß, das war bei mir ganz am Anfang genauso. Da gibt es dann später oder nachher, findet man da ein Item, das ist der Emphema Augenstein. Da kannst du dich wieder menschlich machen, weil du hast ja dann schließlich volles Leben. Dann gehe ich rein, dann habe ich bei den Bosse mehr Leben sozusagen, ja. Aber jetzt, wenn ich aufs Maul kriege, und dann stirb, dann bin ich irgendwann in einer schwarzen Weltentendenz und dann bist du einfach fast bei jedem Gegner One-Shot und glaubst mir, das ist nicht schön. Wenn man es halt nicht weiß. Du kannst das ganze Spiel verkacken, genauso ist es nämlich. Die Gegner machen so abgöttisch viel Schaden, wenn du in einer schwarzen Weltentendenz rumrennst, das ist unnormal. Selbst für normale Gegner. So, wir holen uns da lediglich diesen Loot. Da kriegen wir auch Vollmondgras, das ist ein sehr hochwertiges Heil-Item. Den nehmen wir natürlich mit. Und der 6 ist der Drache oder Irrtschauer, wo es der Gegner so wieder unten rumrennen. Das heißt, diese Items, die lassen wir gepflegt da mal liegen. Wir kommen wieder, wenn wir eine weiße Weltentendenz haben. Ganz einfach. Ist soweit alles klar, oder hat es jetzt einen Schädel schon zerrissen? Hat es ja noch anwesend oder hat es schon abgebaut bei der letzten Ausfahrt? Dabei dringend jetzt einmal was. Einmal auf ganz dezent. Aber Demon's Souls ein sehr, sehr schönes und vor allem finde ich ein sehr einsteigerfreundlich. Es ist tatsächlich ein einsteigerfreundliches Soulspiel. Super erklärt, Bursch. Vielen lieben Dank. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Schädel soweit okay. Super. Ja, wie gesagt, hinter so einem Demon's Souls steckt mehr, als man meint. Wenn man es nicht weiß, wird bei mir damals, da rennst du blindlings rein und du kriegst so dermaßen auf die Schnauze, das ist unmenschlich. Das ist abnormal. So, da kommt der Hackfleisch, hast du nicht so Hacker. So, aufgemerkt, die Brücke ist nicht ganz unbewacht. Aber der Drache hat da auch was dagegen, wenn ich da umrenne. So, Flatterdrachenmann ist da. Da warten wir jetzt einfach. Weil der zennt uns die Gegner an. So, das heißt, wir warten jetzt einfach, bis der Drache wieder wegfliegt, indem wir mir einfach in den Korridor da reingehen. Einsteigerfreundlich, da hast du mich jetzt nicht gecatcht. Nicht! Demon's Souls ist aber tatsächlich ein einsteigerfreundliches. Weil das Ding ist, bei Demon's Souls sind nicht die Bosse das Problem, sondern die Wege dahin. Ja? Und die Wege kennst du irgendwann. So, wenn der Drache mal das Weide gesucht hat, dann nehmen wir mit Fist in die Hand und sprinten einfach durch.
Den Loot können wir jetzt da mal liegen lassen. Ist jetzt ein bisschen riskant. Den holen wir uns noch halt. Irgendwann. Weil da können wir jetzt nämlich gleich wieder Mr. Flatterdrache abflogen. Der Zentrifuge da wieder ab. Genau so ist es. Im Endeffekt haben wir jetzt da alles erledigt, bis auf die 2 Sichelmond-Gras-Dinger da, auf die verzichte ich jetzt einfach einmal. Ja, wobei, kann man uns vielleicht sogar holen. Ja, es gibt 2, 3 Bosse in dem Spiel, die haben schon in sich. Also so ist es jetzt nicht. Aber tatsächlich ist wirklich so, in 80% der Fälle haben, wie gesagt, eher die Wege das Problem und nicht die Bosse. So, jetzt werden wir da den Hebel aktivieren. Scheiß jetzt mal auf den Titel, wo da hinten liegt. Wir wollen ja mitmachen. Der Tembran braucht mehr Bier. Ja, dann ab. Begrüßungskomitee, da hat irgendwer was dagegen, dass wir durch die Tür durchgehen. Aber das wird nicht helfen. So. Weiter geht's. Achtung, da springt jetzt gleich irgendein... Aha, ja genau. Der Seite ist auch noch einer, genau. Wollen wir dahinter schauen. Da finden wir nämlich jetzt ein sehr cooles Item. Und zwar Terpentin, Freunde. Terpentin verzaubert unsere Waffe mit Feuer. Das heißt, wir haben dann ein Flammenschwert. Das wird mir jetzt schon wieder der Hinweis. Wir haben vorher Brandbomben gefunden und jetzt haben wir Terpentin gefunden. Also, ergo, kombiniere, der nächste Boss wird wahrscheinlich eine Feuerschwäche haben. So, Achtung. Elden Ring wird man auch spielen, aber noch nicht zu Release. Ich werde da ein ganzes Weilchen abwarten, bis ich mir Elden Ring tatsächlich kaufe. Ich möchte erst einmal abwarten, was so die Review draus ist. Die Stelle ist ein bisschen tricky, eben weil wegen die Speerträger. Da muss man ein bisschen aufpassen. Weil der wirft auch wieder einer mit einer Brandbombe durch die Gegend. Terpentin verzaubert deine Waffe mit Flammschaden. Du, Waffe erzählen ist keine Hexerei. Stimmt. Gewusst wie. So, da haben wir wieder 2 Flammschwert. Keine Ahnung was. Können wir ganz einfach mit unserem Zauber auf Bretter schicken. So, und da haben wir jetzt die erste neue Gegnerart. So ein Blob. Den könnt ihr eigentlich von vorne nicht damagen, weil er da seinen Schädel hat. Aber von hinten ist halt der Gulasch. Die Demo war schon so geil, die habe ich gar nicht gespielt. Ich habe von dem Spiel bis auf ein paar Trailer noch gar nichts gesehen. Ich möchte mich da, was das angeht, ein bisschen bedeckt halten. Aber ich möchte es jetzt auch nicht gleich am Anfang zu Release kaufen, weil am Ende... Ich meine, gut, From Software hat noch nie enttäuscht. Aber ich möchte tatsächlich ein bisschen abwarten. Aber Elden Ring werde ich definitiv auch im Stream spielen. Kann ja schon gar nicht als Souls-Veteran. Aber da muss man tatsächlich auch ein bisschen Obacht geben. Auch wenn die relativ wehrlos erscheinen, die machen tatsächlich ganz guten Schaden. Ja? So. Dann kriegen wir jetzt nochmal Halbmondgras. Und jetzt haben wir beide Wege und haben jetzt die komplette Burgmauer im Endeffekt abgelaufen. Und da wir ja noch immer nicht gestorben haben, hat natürlich da auch keine Gegner mehr. Und das ist jetzt, wie angesprochen, eine große Nebelwand. Da könnt ihr mal davon ausgehen, dass da dahinter ein Boss ist. Und dem ist auch so. So, aufgemerkt, wie wir mir gelernt haben. Wir haben jetzt während der ganzen Zeit immer wieder Brandbomben und Terpentin gefunden. Das heißt, wir werden das auch ausrüsten. Wir haben 10 Brandbomben. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Und Terpentin, damit wir unsere Waffe mit Feuer verstärken können, weil der Boss ist tatsächlich massivst anfällig gegen Feuer. Werdet gleich sehen, dass der Boss
extremst schwer ist. Wahnsinnig schwer. Und da wird man alle Mittel brauchen, damit man den besiegen. Ironie off, by the way. Wer Dark Souls mag, der mag auch Elden Ring. Ja, das auf alle Fälle. Nämlich die Phalanx. So, einfach Gegner anvisieren, am besten in einen hohen und Brandbombe drauf. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass man Abstand hält. Ja, natürlich ist es wieder Block. So. Aber ihr seht es, mit Brandbomben kriegt ihr den relativ schnell geregelt. Aber, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, keine Angst, wenn wir keine Brandbomben mehr haben. Für das haben wir ja unser Terpentin. Wir verzaubern unsere Waffen. Und dann rein. Nehmt natürlich die ganzen Blobs außenrum mit. Mehr Seelen haben mehr gut und vielleicht habt ihr ab und zu mal ein bisschen eine Chance auf den Blut. So, und im Endeffekt, wenn ihr alle Blobs beseitigt habt, wenn ihr alle beseitigt habt, dann könnt ihr chillen. Der Boss kann ich nicht mehr damagen. Darfst du eigentlich einmal Last of Us spielen oder ist das eher nicht so deins? Ich bin grundsätzlich immer offen für Spielevorschläge. Ich habe von Last of Us schon sehr viel gehört, sehr viel Positives gehört. Ich kann mir es mit Sicherheit einmal anschauen, das war wahrscheinlich kein Problem. Also offen lassen kann man es mal. Wenn man nicht weiß, dass man da Brandbomben nehmen sollte, dann ist er schon schwer. Ja genau, dann schon. Aber wie gesagt, sobald ihr die Blobs beseitigt habt, kann der Boss gar nichts mehr da. Der ist praktisch wehrlos. Dann ist er halt Freeman für euch. Ja, und schon haben wir den ersten Boss. Es ist ja auch so ein Exklusivtitel, mich hätte es narrisch interessiert, aber alle haben es keine Playstation. Ja, ich halte es mal im Hinterkopf, Wifi. Ich habe tatsächlich schon viel gehört davon, es soll ja auch wahnsinnig gut sein. Vielleicht schauen wir es uns mal an. So, da haben wir noch den Loot fallen lassen. So, und wie ihr seht, wir haben jetzt einen Boss getötet, das heißt, wir haben unsere Menschenform wieder. Was habe ich vorher gesagt? In der Welt, in menschlicher Gestalt rumrennen ist nicht optimal. Außer du bist der absolute Pro-Gamer und weißt garantiert, dass du nicht stirbst, aber wir wollen es ja so machen, dass es für jeden zugänglich ist. Also, jetzt nehmen wir erst einmal unsere bleierne Dämonenseele und dann kehren wir in unseren Nexus zurück. Unbedingt. Willkommen zurück. Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. So. Ich habe jetzt kurz einmal schnell meinen Spickzettel aufgemacht, damit ich ja nichts falsch mache. Genau, in Menschengestalt hast du immer 100% Leben, in Seelengestalt hast du nicht so viel. Aber erklären gleich, wie wir das regeln. So, wir müssen jetzt laut der Priesterin, also sprich, laut derer Dame da rund, müssen wir jetzt bei dem Gewaltigen vorbeischauen. Der Gewaltige ist aber nicht so gewaltig. Ich werde jetzt gleich sagen, was da auf sich hat. Der sitzt ganz oben im Nexus. Und dann schauen wir mal vorbei bei dem Chef.
So, dann müssen wir da rechts raus. Wir rennen einmal kurz durch, weil da unten gibt es Loot. Da erkläre ich jetzt auch gleich noch was dazu. So, das ist ein Emphema-Augenstein. Mit diesem Emphema-Augenstein wäre es möglich, dass wir wenn wir in Seelengestalt sind, wenn wir sterben, haben wir ja weniger Leben, haben wir ja schon erklärt. Mit diesem Emphema-Augenstein ist es möglich, dass wir uns wieder in Menschengestalt zurückversetzen. Ja, also haben wir wieder 100% Leben. Das tun wir nicht. Erst dann, wenn es ich sage. Ja, wir werden mit diesem Emphema-Augenstein später diese Welten steuern, von weiß in schwarz. Wir werden das später bewusst machen und wir brauchen während des gesamten Runs ungefähr 30 Stück davon. Ja, das heißt, diese Emphema-Augensteine, Finger weg. Ja, bis das ich sag. Okay? Gut, haben wir geklärt. So, und das da, Freunde der Sonne, ist der Gewaltige. Der aber eigentlich gar nicht so gewaltig ist, aber gut. Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. Hat sie nicht aufgemerkt. In grauer Vorzeit war die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen. Einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms. Einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten. Einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks. Und den letzten, den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert. Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Genau. Also die Gewaltigen haben im Endeffekt das Übel aufgespalten in 5 Keilsteine. Ja, wie gesagt, Story in Souls-Spiele ist halt jetzt eigentlich relativ. Ja, es ist eigentlich nicht wirklich. Man steigt sowieso nicht dahinter. Also ich persönlich tue es nicht. Ich kenne die ganze. Man müsste jetzt. Eigentlich war es schon mal interessant, wenn man sich mal belässt, wie das mit der Lore zusammenhängt. Das war schon mal ganz interessant, aber auf das kommt jetzt in den Soulspiel nicht an, sage ich jetzt einmal so, ja. So, durch die Kraft des Gewaltigen wurden die 4 versiegelten Keilsteine freigegeben. Also 4, die wo versiegelt waren und in den einer, wo wir schon waren. Also 5. Jetzt seid ihr dran. Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen und für alle Ewigkeit einsperren. Mr. Price, habe ich dir. Wird der Schönen dichte guten. Nebel alles Ja, bei dir ist Bekannte guten Morgen. verschlingen. Alles fit? Seid ihr stark genug, diese Bürde zu tragen? So, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr nämlich da durchdruckt, weil ihr denkt, ja, den Scheiß skip ich jetzt, und wenn ihr dann auf Nein drückt, habt ihr ein Problem.
Also Mission annehmen. Wir haben großes Glück, euch zu haben. Jetzt zieht los und vernichtet jeden einzelnen Dämonen. Mach mal! Das Uralte wird ohne Dämonen, die ihn mit Seelen nähren, einen neuen Diener suchen und euch zu sich locken. Gut. Aber was ist mit dem sechsten Star, da weiß man gar nichts, der wo kaputt ist. Da hat man mal lange Zeit vermutet, dass, also das Spiel ist ja früher auf PS2 erstmals erschienen, da hat man damals vermutet, beziehungsweise dann zur PS3-Zeit, dass einmal ein DLC kommt. Ja, das vermutet man auch heute noch, aber ob es da jemals was da werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass da tatsächlich nichts passieren wird. Ja, also wie gesagt, da hat man mal die Vermutung gehabt, dass ein DLC erscheint. Naja, scheiße geschlafen, aber sonst passt. Wie geht's euch? Oh, das hört sich aber nicht flauschig an. Bei uns ist soweit alles gut. Wir haben jetzt heute, oder ich habe mir jetzt heute dazu entschlossen, nach einer Stunde Ori das Projekt ad acta zu legen, weil das Spiel irgendwie doch nicht so viel für mich über hat, wie ich eigentlich erst gedacht habe. Jetzt spielen wir Demon's Souls. Aber ansonsten alles gut. So, also, folgendes. Ich habe Ihnen jetzt vorher erklärt, dass es ungeil ist. Affelux, merci für der Following, habe ich dir. Ich habe Ihnen jetzt vorher gerade erklärt, dass es ungeil ist, wenn man als Mensch in der Welt stirbt. So, weil als Mensch in der Welt zu sterben, verschirbt ja unsere Weltentendenz einen Klick ins Schwarze. Ja, das wollen wir ja nicht. Aber wie können wir denn das jetzt machen, dass wir als Seelengestalt in die Welt kommen, wenn wir einen Boss gelegt haben? Ganz einfach. Ihr bringt Senk im Nexus einfach selbst um. Ja, weil im Nexus hat der Tod keine Auswirkungen. Auf keine Welt. Auf nichts. Im Nexus könnt ihr 100.000 Mal sterben lassen, gefühlt. Oder halt könnt ihr auch tatsächlich. Und es wird nichts passieren. So. Also, immer dann, aufgemerkt, immer dann, wenn ihr einen Boss legt und menschlich hat's, kehrt ihr sofort in den Nexus zurück. Ja, und macht eine Suizid-Arschbombe des Obergrauens. Ja gut, das war jetzt der Vorführeffekt. Dann macht sie eine Arschbombe des Obergrauens in den eigenen Tod. Und dann seid ihr ja Gucci. Weil, ihr hat's ja dann gestorben. Und dann hat sie nicht mehr menschlich, sondern in Seelengestalt. Der Trade ist natürlich, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr sterbt, dann haben eure Seelen weg. Das seht ihr jetzt ganz oben rechts. Ich habe jetzt 0 Seelen. Diese Seelen liegen jetzt an dem Ort, wo ihr gestorben habt. Aber nur so lange, bis ihr wieder sterbt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt auf dem Weg da auf jetzt mich wieder umbringen darf, dann sind alle Seelen futsch. Ja? Also das müsst ihr beachten. Das ist ganz wichtig. Erfahrenes oder Kenner der Souls-Reihe wissen das, aber es gibt ja schließlich Leute, die haben noch nie ein Souls-Spiel gespielt. Denen sollte man das natürlich auch gerne mal erklären. Und das ist halt im Nexus ganz praktisch, weil im Nexus sind keine Gegner. Und das ist im Endeffekt die Blutlache, wo wir mir im Endeffekt mehr oder weniger gestorben haben. Und dann kriegen wir unsere Seelen auch wieder zurück. So. Also, merke, sobald ihr menschlich habt, kehrt ihr in den Nexus zurück und tötet euch selber. Ihr macht das niemals in irgendeinen Keilstein. Bloß nicht. Ganz wichtig. Ja? So. Jetzt muss ich ein bisschen auf meinen Spickzettel schauen, damit ich ja nichts falsch mache. Gut. Jetzt rennen wir zum Schmied. Zu dem da. Ja? Alles, was die zum Verzeihen haben, ist eigentlich unrelevant. Da könnt ihr ja unter anderem eine Ausrüstung reparieren, ihr könnt eine Waffe aufwerten, könnt ihr aber da sparen. Wir finden nämlich später einen Schmied, der kann das besser und der macht auch mehr. Aber was wir bei ihm machen, wir kaufen uns 5 frische Gewürze, die regenerieren unser Mana wieder. Ja? Und dann gängen wir einmal da rechts rum. Da findet man nämlich jetzt einen Magier-Lehrling, der bringt uns Magie bei. Und zwar brauchen wir jetzt da diesen Flammenstoß. Den bestätigt man, den kaufen wir für 1000 Seelen. Ja, so weit, so gut. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wir konsumieren. Immer dann, wenn es es gerade ergibt, oder immer dann, wenn es Zeit dazu ist, das wird es dann eh sehen, alle Seelen, die wir gefunden haben, außer, und das ist jetzt ganz wichtig, außer Bossseelen, weil alle Bossseelen sind platinrelevant.
Diese Bossseelen müsst ihr später eintauschen für Wunder, für Zauber, für gewisse Gegenstände, die dann auch wieder Platin-relevant haben. Also, es werden keine Bossseelen konsumiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es sage. Ja? Außer diese bleierne Dämonenseele, diese ist nicht Platin-relevant. Das ist die Seele von der Phalanx, die könnt ihr konsumieren. Da hat es auf der sicheren Seite. In dem Fall heißt es, wir konsumieren die 6 Mal, wir konsumieren die 2 Mal und wir konsumieren die bleierne Dämonenseele. Und dann haben wir insgesamt wieder 6212 Seelen und jetzt gehen wir zu der Priesterin. Und jetzt werten wir uns wie folgt auf. Die gibt uns jetzt ein paar Items, die sie dann praktisch für PvP-Hand. Seelenkraft erlangen. Und jetzt wertet ihr wie folgt auf. Jetzt passt so auf, das Sorgen jetzt, damit ihr zeigt, was passiert. Jetzt muss ich mir meine Webcam kurz ausmachen, okay? Ihr seht jetzt rechts unten Zauberkapazität, ja? Priesterin, halte damit deine Schnauzen, bitte, danke. Bist du jetzt fertig, kann ich jetzt reden? Danke. Also, ihr wertet wie folgt auf. 2 in Gesundheit, 2 in Intelligenz und jetzt schaut, was unten rechts passiert. Jetzt haben wir die Zauberkapazität von 1 auf 2 erhöht. Das braucht man für folgende Sache, die ich Ihnen gleich zeige. 2 in Kondition und den Rest steckt ihr in Magie. Ja, ist jetzt zwar nicht mehr allzu viel, ja, ist auch klar, aber erhöht auf alle Fälle schon mal ein bisschen unseren magischen Schaden. Und das nehmen wir doch mit. So, da steht jetzt auch nochmal schön, die Zauberkapazität hat sich erhöht. Und was das bedeutet, jetzt müssen wir meine Webcam wieder anmachen, das erkläre ich jetzt gleich. So, aufgewertet haben wir. Seid ihr fertig? Ja, mit dir schon. So, jetzt rennen wir wieder zurück zu dem Ehrenbazi-Meisterlehrling. Bittet ihr um eine Lektion? Und jetzt können wir Zaubermerkendrucker. Und da oben wird jetzt eben diese Zauberkapazität interessant. Weil, durch das, dass sich die Zauberkapazität von 1 auf 2 erhöht hat, können wir 2 Zauber einstufen. Das heißt, wir haben ja jetzt einmal den Seelenpfeil ausgerüstet und den Flammenstoß. Rechts zeigt wie viele Zauberslots das der braucht. Also praktisch das Kugel auf der rechten Seite, da steht dann 1. Die brauchen jeweils einen Zauberslot. Und auf der linken Seite zeigt ihr unter anderem A, wie viel das der Zauber verbraucht an Mana. Und das ist halt auch gleichzeitig ein Indikator dafür, wie viel Damage der macht. Der Seelenpfeil, der Standardzauber, braucht 5 Mana. Der Flammenstoß braucht 9. Also das heißt, der Flammenstoß kostet fast doppelt so viel, macht aber dafür auch fast doppelt so viel Schaden. Aufgemerkt. Ja? Genau. Geht vorsichtig. Und jetzt können wir mir oben zwischen den 2 Zauber hin und her schalten. Ihresgleichen nicht zu Soweit, so gut. Und jetzt, Freunde, das fangen wir jetzt noch an, ob ich es heute noch schaffe, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt in ein Gebiet, was man eigentlich jetzt zu diesem Stand des Spiels nicht besuchen sollte, weil es sehr, sehr schwer ist. Aber den Reward, den wir dort rauskriegen, wenn wir da reingehen, wir haben nach dem Schritt, der ist, glaube ich jetzt, darf ich behaupten, der schwerste Hürdenschritt in dem gesamten Run. Ja, weil du eigentlich basically fast nackt da reingehst und die Gegner einfach exorbitanten Schaden machen. Aber den Reward, den wir da draus kriegen, wir machen uns da so dermaßen OP jetzt da drinnen, dass wir für den Rest des Spiels fast ausgesorgt haben. Fast. Nicht komplett, aber fast. Und wir machen da unser erstes Magie-Setup. Wir kriegen da unsere Waffe drin, die wo wir für den Rest des Spiels spielen. Wir brauchen keine andere Waffe mehr. Dann. Das ist nämlich dieser Keilstein, Schrein der Stürme. Ja? Das ist ein bisschen ein saurer Apfel, in dem wir da beißen müssen. Aber es wird sich massivst lohnen. Uchi-Katana. Nein. Uchi-Katana ist eine Geschickwaffe. Um Gottes Willen. So. Der Rand der Insel. Wie gesagt, bevor ihr irgendeinen Schritt macht, stellt nämlich sicher, seid ihr in Seelengestalt. Merkt ihr daran, dass Inka Live abgekattet ist. Und wenn ihr nicht in Seelengestalt seid, dann geht's zurück in den Nexus und bringt seinen Tod um. Macht's das ja nicht in der Welt. Ich sag das jetzt nur mehr ausdrücklich. Zurückgehen in der Welt, im Nexus umbringen und dann erst wiederkommen. Vorher macht's ja keinen Schritt. So. Jetzt rüsten wir unseren Flammenstoß aus. Ist der mal alles weg. Jetzt habe ich vorher eine Kleinigkeit übersehen mit ja, der Haarschmuck, aber das kann ich nichts mehr sagen, das ist nicht tragisch. So, das.
Halbmondgras rüsten wir aus und mehr brauchen wir auch nicht. Können wir jetzt theoretisch noch Vollmondgras nehmen, falls es wirklich mal massiv in die Hosen geht. Genau. Da haben Skelettgegner und die haben es massiv in sich. Da müsst ihr extrem aufpassen, weil die kommen nämlich so auf ihn zugerannt. Und ihr seht, wie viel Schaden die machen. So, und jetzt wenn ihr da reinlauft und ihr habt's menschlich, dann ist in dem Moment schon vorbei. Also das heißt, mit dieser Waffe, wo wir jetzt aktuell spielen, machen wir an einer nicht so viel Schaden. Aber wir machen Schaden an einer mit Magie. Und zwar reicht unsere Magie genau aus. Ihr seht es, die Gegner machen unfassbar viel Schaden. Klingensteinscherbe. Die Seelen wieder mitnehmen. Es ist zwar jetzt eh nicht so, dass das extrem viel gewesen werden, aber naja, geschenkten Gaul. Deswegen haben wir uns den Flammenstoß ausgerüstet, weil der dieses Skelett jetzt zuschattet. Ja? Mit dem Seelenpfeil allein kammert man da jetzt nicht allzu weit. Man muss halt extrem aufpassen. Ja? Die machen halt sehr viel Damage. Da ist im Endeffekt ja schon gelaufen. Ja. Das ist halt so ein Hürdenlauf jetzt, der ist ganz unangenehm. Das ist also die erste Passage, die ersten Meter sind ganz, ganz ekelhaft zum Spielen. Aber wenn es da mal durch hat, wenn ihr mal einen Rhythmus drinnen habt, ist das überhaupt kein Thema nicht. Ihr seht ja, dass die schon mal wesentlich mehr Seelen geben als die Gegner von der ersten Welt. Man muss halt aufpassen, dass man nur einen Gegner gleichzeitig anlockt. Zwischenzeitlich immer mal ein bisschen auf Gesundheit achten. Gut. So, da muss man aufpassen. Schaut, dass sich nur ein Gegner bewegt. Und wie gesagt, einfach immer Gesundheit im Auge behalten. Das ist A und O. Und versuche einfach ruhig zu bleiben. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, ein sehr unangenehmer Schritt, den wir da machen, aber er wird sich unfassbar stark lohnen. So, das war jetzt die erste ekelhafte Hürde. Wenn wir da mal durch haben, geht es eigentlich relativ zügig. So, da oben warten zwei Schützen. Die können wir von da auch ganz locker ausschalten. Wenn ihr es mal anvisieren könnt, Dankeschön. Gut. Jetzt ist natürlich so, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir unser Mana natürlich wieder ein bisschen hoch regenerieren. Wir haben zwar das Gewürz gekauft, werden wir aber jetzt noch nicht verwenden. Ich sage nachher auch warum. Weil das wird man brauchen für einen ganz bestimmten Gegner. Den haben wir vorhin bereits getroffen. Ja? Wir nehmen jetzt ganz entspannt den Loot auf. Und da hinten, ich glaube, ich habe da unten sogar noch einen übersehen. Muss ich gleich nochmal zurückgehen. Da hinten finden wir einen Gottestalisman, mit dem können wir Wunder wirken. Wir werden während des Runs ein einziges Wunder verwenden. Da sage ich aber dann nochmal was dazu, wenn es soweit ist. Das dauert tatsächlich noch eine ganze Weile. Ich glaube, ich habe da Loot übersehen. Genau. Ich bin kein Dex-Fan, aber in Demon's Souls ist Katana schon gut irgendwie. Wart ab.
Du wirst dann heulen, wenn du mein Bild siehst. Ah ja, 5 Halbmondgras, das hat sich schon wieder rentiert. So. Gehen wir mal nach oben. Wie gesagt, wir haben überhaupt keinen Stress. Das ist jetzt zwar eine relativ große Nebelwand, aber es ist wohl hoffentlich klar, dass da jetzt noch kein Boss nicht kommen kann. Und seht ihr es dahinter? Den Dude haben wir doch schon mal getroffen. Vorher nämlich. Du hast keine gute Stärkewaffe gefunden, da gibt es ja tatsächlich nicht allzu viel im Spiel. Diesen Typen werden wir uns später noch zur Brust nehmen, deswegen haben wir uns auch diese 5 Gewürze gekauft. Ja? Die brauchen wir nachher. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir da hinten das Item kriegen. Und in diesem Gebiet sind tatsächlich einige Stellen dabei, wo Fallen versteckt haben. Ja, die könnt ihr ja ganz einfach ausfindig machen, wenn ihr es natürlich wisst. Seht ihr diesen Stein da? Wenn ihr da drauf drückt, kommen Pfeile ausgeschossen. Ja? Das heißt, ihr rennt da ganz schnell durch und dann seid ihr aber auch sicher. Die Falle löst nur ein einziges Mal aus. So, und jetzt kriegen wir unsere Waffe, die wir das ganze Spiel überspielen werden. Ich muss allerdings jetzt noch ein klein wenig warten, bis unser Mana ausreichend voll ist, weil der Gegner, der wo da unten wartet, ist ein Rotaugengegner und der one-shottet eng. Und da muss einfach das Mana ausreichen, weil den können wir mit Nahkampfwaffen nicht schlagen, der ist zu stark. Aber, wie ich schon mal gesagt habe, das Gebiet jetzt ist ziemlich ekelhaft in dem Stand des Spiels, wo wir jetzt uns gerade befinden. Wir haben auf Seelenstufe 9 oder 10, es ist praktisch nix. Und das Gebiet ist eigentlich erst zum Schluss gedacht. Ja? Wie gesagt, der Reward, den wir da draus kriegen, wird gewaltig sein. Ich glaube, nur mit leichter Rüstung bei schwerer rennt man zu langsam und wird von den 3 Pfeilen erwischt. Was haben wir von den 3 Pfeilen? Oder? Ja, klar. Ich sage ja, es müsst es halt so nachspielen, wie sie auch spielen. Wenn du natürlich als Ritter spielst, hast du da keine Chance nicht. Das ist, denke ich mir, auch klar. Wie gesagt, wenn, ich erkläre es so, wenn sie es so spielt, wie es ich jetzt spiele, wenn sie es so nachspielt, habt ihr es am allereinfachsten. So denkt, wie es ist. Dann wird Demon's Souls nicht zur Qual, sondern zur Freude. Verspreche ich. Verspreche ich absolut. Wie gesagt, das Gebiet ist der einzige Abfuck während des gesamten Runs. So gefühlt. Der Rest ist dann richtig Butter. Richtig butterweich. Richtig flauschig. Gebe ich ein Gütesiegel drauf. Bazi-Gütesiegel gibt es so. Definitiv. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt diesbezüglich, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr was nicht versteht, einfach fragen. Einfach fragen, ich erkläre so viel und so oft wie es sein muss. Es ist völlig egal. Da kenne ich nichts. Da kenne ich einmal gar nichts. So, ich glaube, das Mana kann reicher. Ich hoffe mal, dass wir den Boss sage ich schon, dass wir den Gegner umlegen. Und zwar folgendes. Da unten steht ein Rotaugen-Skelettkrieger. Und glaubt mir, der hat es ganz böse in sich. Das heißt, wir bewegen uns ganz langsam auf den zu und schauen mal, dass wir ihn so früh wie möglich anvisieren können. Wir wollen den nicht hektisch triggern. Und dahinter liegt der Item. Und das ist unsere Waffe. So, wir können jetzt anvisieren. Geht's am besten in Position, dass der Flammenzauber nicht irgendwo hängen bleibt und dann einfach spammen. Einfach spammen. Immer wieder ein bisschen aufpassen, dass er nicht irgendwie zu nahe kommt. Und schon ist der Lux gegessen. Gibt schön Seelen. Der droppt der Klingensteinschäber, der hätte theoretisch die Chance, ein sehr seltenes Item zu droppen, was wir später auch farmen müssen, weil das ist Platin-relevant. Und das, meine Freunde, das Halbmond-Falchion plus 1 ist die Waffe, die wir jetzt den kompletten Rest des Spiels benutzen werden. Warum? Weil ist von der Waffenart das gleiche Schwert wie unser Krummsäbel, sprich es macht Blutungsschaden, es macht mehr Schaden auf nackte Gegner, also auf ungepanzerte Gegner und, das ist das Entscheidende, es ist mit Magie durchzogen. Das heißt, dieses Schwert skaliert vom Schaden her mit unserer Magie. Magie ist das, was wir skillen werden. Das heißt, dieses Schwert wird irgendwann unfassbar viel Schaden machen. Positiver Nebeneffekt ist, wenn wir dieses Magie-Falchion drongen, regeneriert sich auch unser Mana
Also wir generieren 1 Mana pro Sekunde. Ja? Und es ist bereits um eine Stufe aufgewertet. Ja? Also die ist schon einmal aufgewertet. Insgesamt kann man die auf plus 5 bringen. Sie ist jetzt aktuell auf plus 1. Geschobbest. Geschobbest, genau, ich bin geschobbest. Merci dir, Option, für deine 100 Bits. Sie ist bereits auf plus 1, plus 5 ist möglich. Insgesamt. Und das ist halt einfach absolut die Waffen, die wo wir jetzt bis zum Ende des Spiels tragen werden. Man sieht es ja dann da nochmal. Da sieht man jetzt unten, sie skaliert bereits mit einem A auf unsere Magie. Ja, das heißt, die Waffe wird von Haus aus viel mehr Schaden machen, als die wo wir jetzt bereits Code haben. Von daher, warum denn eigentlich nicht? Genau. Mit dieser Waffe werden wir uns ins Abenteuer stürzen. Option habe ich deren, abgesehen davon. So, die Seelenreste, die sind unrelevant. Und jetzt gehen wir einfach weiter. Ganz entspannt, ohne viel Stress. Also, möglichst ohne viel Stress. Jetzt tun wir uns auch gegen die Skelette da ein bisschen einfacher, weil da machen wir jetzt natürlich viel mehr Schaden. Die sind nämlich jetzt halt auf 3 Schläge weg. Vorher hätten wir da 5 oder 6 Mal draufhauen müssen. Und das Halbmond-Magiefallchen, das kennst du halt gewaltig. Musst jetzt nochmal von vorne anfangen. Chef, glaub mir's, du wirst, wenn du das genauso spielst, wart einfach ab, bis ich mit dem Stream halt fertig bin, schau dir die Worte nochmal in aller Ruhe an. Du wirst feststellen, dass das so, wenn du so spielst wie ich, mit der Klasse, mit der Skillung, wirst du die Freuden deines Lebens haben in Demon's Souls. Bis auf das Gebiet jetzt, okay? Aber ist wirklich flauschig. So, da ist wieder ein Hebi, da wo sie eine Falle aktivieren darf, oder die Falle aktivieren darf, da wurde es durchlöchert, könnt ihr einfach außen rumgehen und dann da diesen Kupferschlüssel einsammeln. Der ist wichtig, den brauchen wir für einen gewissen Händler. Als Halbmond habe ich auch plus 3 aktuell, bloß dass ich kein Magier spiele. Ja, dann bringt es doch halt aber auch nichts. Das ist das. So. Dann gehen wir weiter. Ganz gechillt, ganz flaschig. Ganz flaschig. Ohne Stress. So. Da hinten wartet jetzt ein Bogenschützensepp auf uns. Der hat es auf uns abgesehen. Gut, der ist weiter. Dann gehen wir rüber. So. Das wird jetzt tatsächlich der nächste Tricky Spot. Das sind sehr, sehr enge Gänge und da sind auch wieder die Skelette drinnen, die wo Räder schlungen. Da müsst ihr tatsächlich wirklich aufpassen. Das kann jetzt massivst in die Hosen gehen, muss aber nicht. Ich werde mein Bestes tun, um jetzt da nicht wieder 1000 Mal zum Verrecken. Ja? Aber die Steine ist tatsächlich, oder die Katakomben an und für sich halt jetzt tatsächlich ein bisschen unflauschig. Ja? Wissen ist halt einfach Macht. Man muss halt wissen. So, der kommt angeflogen. Am einfachen dort sind jetzt, wenn ihr das Halbmond-Magiefallchen dann einmal habt, wenn es mit dem Schwert bekämpft. Viel einfacher. So, ich bin dann raus für heute. Ich wünsche euch was. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mahlzeit und einen schönen Sonntag dir noch. Bis zum nächsten Mal. So, Achtung, rechts ist nämlich jetzt auch wieder ein Skelett-Sepp. Der möchte den Gaumen lieber über den Haufen rennen, seht ihr es? Also aufpassen. Ja? Mit dem Halbmondpfeilchen ist es ganz entspannt. Wie gesagt, ihr braucht 3 Schläge, dann ist der Typ I. So, Achtung, da oben kommt nämlich jetzt auch gleich wieder einer angerannt. Muss man auch aufpassen. Der überrascht einen relativ schnell. Glaube ich. Ja, da ist er schon. Seht ihr das? War jetzt mehr Glück als Verstand, dass der da reingesteckt ist. So. Im Endeffekt kommen wir da jetzt auf die Mauer her, wo vorher der Skelettschütze gestanden ist. Dann nehmen wir einfach das mit. Braucht es nicht wirklich, aber könnt es mitnehmen. Hab gestern mit dem Ritter angefangen, weil mein Magier für den Arsch war, aber anscheinend hätte ich den mal wieder überspielen sollen. Du musst halt wissen, wie. Das ist alles. Der Magier ist die Magie in dem Spiel. Ist absolut geistesgestört stark. Ich hab's vorher schon mal angesprochen, wir werden später Bosse one-shotten. Lieber der Brief und Siegel drauf. Wieder mal. So.
Dora ist auch typisch für Soul-Spiele ein Krähenhändler. Da könnt ihr praktisch glitzernde Gegenstände oder gewisse Gegenstände healing. Dann tradet eng der Rabe oder das Rabenküken einen gewissen Gegenstand dafür. Da braucht man 2 gewisse Gegenstände, damit wir da 2 Ringe erhalten. Alle Ringe sind wieder platinrelevant. Das ist einmal die Goldmünze und einmal der reine Klingenstein. Den kann man mit Klick da jetzt droppen. Wenn man jetzt nicht droppen, dann müssen wir ihn später irgendwann farmen. Genauso wie die Goldmünze. Wenn wir eine droppen, ist gut. Und wenn nicht, ja gut, dann haben wir halt, dann müssen wir irgendwann farmen. Aber das ist kein Problem. So, dann lassen wir uns wieder droppen. Und da ist eine Echse und da müsst ihr jetzt halt ganz massiv viel Gas geben. Nehmt den Augenstein mit und macht die Echse kaputt. Weil alle Echsen in diesem Gebiet droppen Dunkelmondsteinscherben oder Dunkelmondsteinklumpen. Und siehe da, diese Gegenstände brauchen wir, um unser Halbmondfalchon aufzuwerten. Ja? Bei den Echsen ist in dem Spiel so, für jeden Boss, den ihr legt, respawnen die Echsen neu. Ja? Das heißt, in dem Gebiet, glaube ich, gibt es 3 Bosse, das heißt, ihr könnt jede Ex 3-mal umbringen. Ja? So viel dazu. Na super, dann waren die 10 Stunden gestern für den Arsch. Offensichtlich. Aber jetzt hast du ja mich gefunden und dann wird das schon werden. So, die Gegner sind tot, da braucht es jetzt gar nicht mehr oben da. Nehmt auf alle Fälle den blauen Stor da oben in der Mitte, wo ich gerade aufgesammelt habe. Und da eine versteckte Wand. So, da muss man jetzt wieder aufpassen, weil das sind auch wieder so enge Gänge, da wo man relativ schnell mal hops geht. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, steht nämlich auf der anderen Seite jetzt. Na, da noch nicht. Aber irgendwo kommt dann da ein Skelettritter daher. Du hast Welt 3 und 4 gestern komplett mit Ritter gemacht. Naja, kann man ja machen, das ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, ich mag ja nicht sagen, dass alle anderen Klassen scheiße haben, aber halt, Magie ist halt OP. So, da müsst ihr jetzt aufpassen, das ist ganz gemein, die nehmen wir nämlich in die Zange. Das ist jetzt ein Spot, der ist extremst ekelhaft. Aber, da können wir jetzt tatsächlich, weil es mir gerade einfällt, jetzt passt so wacht. Freunde der Sonne, jetzt machen wir einen kleinen Trick. Trick 17. Ich weiß zwar nicht, ob er jetzt in die Hosen geht, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Und zwar werfen wir mir da einfach Seelenreste hin, was keinen interessiert. Ja, toll. Okay, es ist nur einer getriggert worden, das ist jetzt gut. Also jetzt auch blöd, gell? Ja, das ist halt jetzt saublöd, oder, gell? Ja, jetzt hat er es einmal kapiert, dass er... Ah, die Kameraführung! Stirb! Meine Fresse! Das war jetzt ein bald noch in die Hosen gegangen, auch, siehst du das? Aber ich möchte halt auch immer der Krasse sein in Soul-Spielen. Und das hat ja mit dem nichts zu tun. Ich meine, wie gesagt, ich bin erfahrener Soul-Spieler, ich weiß halt gewisserweise schon ein bisschen, was ich tue. Ja? Ich spiele nicht zum ersten Mal irgendein Soul-Spiel. Das ist ja das. Ich habe Sekiro 8 Mal durch, ich habe Dark Souls 3 2 Mal durch, ich habe Dark Souls 2 3 Mal durch. Es kommt halt nicht von ungefähr. So, wir finden da den Kerker. Der Kerker ist wichtig, weil da haben wir vorher den Schlüssel gefunden, den Kupferschlüssel ganz am Anfang. Dann können wir jetzt den Kerker aufmachen und da sitzt ein NPC drin, während wir da die Seelen noch mitnehmen. Der ist einfach nur dazu gedacht, dass der einmal wandert. Den brauchen wir nämlich später gegebenenfalls. Und bei dem, dass der wandert, müsst ihr einen Gegenstand kaufen bei ihm. Das ist das Wichtigste. Ich kaufe da einfach jetzt einmal Halbmondgras und gut ist. Zufrieden? Das klang schon, damit er triggert, damit er weiter moved. Ja? As simple as that. So, jetzt weiß ich mal nicht. Genau, wir müssen dann da weiter. Da ist nämlich auch wieder eine unsichtbare Wand.
Achtung, da ist nämlich auch eine Falle irgendwo drin. Da ist nämlich eine. Zack, einmal drauflaufen und rechts weg. Und schon seid ihr safe. So, jetzt rüsten wir mal kurz den Seelenpfeil aus, weil leider Gottes haben da ein paar Gegner, die wo richtig abfacken, und zwar diese Flugrochengeschöpfe da. Und die können wir auch mit der Magie one-shot. Währenddessen nehmen wir da mal einfach mal die Zeit und nehmen den Loot mit. So, da kommt schon der erste. Ja, toll, ist einmal dezent daneben gegangen. Ja, perfekt. Dann schießt der andere auch gleich noch auf mich. Wo war der jetzt? Oh, schlucht da drum. So. Gehen wir 880 Seelen, abgesehen davon. So, nehmen wir uns so den Loot noch mit. Nicht runterfallen. Wolkensteinscherbe ist eigentlich egal, braucht man nicht wirklich. Aber man nimmt es halt mit, weil es da ist. So, da Wolkensteinscherbe. So, und jetzt haben wir unseren Vorhutdämon. Und der ist gewisserweise ein bisschen scheiße programmiert worden. Da ist das Uchigatana, was der Mr. Kego angesprochen hat. Das werden wir aber nicht verwenden. So. Dieser Vorhutdämon ist diesmal nicht mehr ganz so beweglich wie vorher. Der ist nämlich praktisch... Der ist da festgemauert, mehr oder weniger. Der bewegt sich nicht stark, wenn wir da stehen bleiben. Das heißt, deswegen haben wir mir diese 5 Gewürze gekauft. Weil wir werden jetzt den dezent einfach mit Magie beballern. Und wir bleiben einfach nur ganz gechillt stehen. Und machen unser schönes Leben. Beziehungsweise, genau, der bleibt jetzt da stehen und kann nichts tun. Oder auch nicht. Aber gut, das macht jetzt nichts. Weil den ganzen Weg, was wir jetzt gemacht haben, müssen wir nicht mehr machen. Wir haben ja alles Nötige. Und jetzt ist es ja wesentlich leichter. Das ist jetzt nicht mehr schlimm. Das ist jetzt absolut nicht mehr schlimm, Freunde. Man muss halt jetzt nur aufpassen, dass man nicht nochmal stirbt. Das ist das Einzige. Das war der Vorführeffekt, genau. Jetzt ist jetzt viel einfacher, wenn man das Halbmondpfeilchen nimmt. Dann machen die Gegner nicht mehr allzu viel bedrohenden Eindruck auf mich. So, das Ganze oben wieder ganz einfach. Gut. Dann wieder einen Seelenpfeil ausrüsten. Da liegt natürlich auch noch ein bisschen Loot drin. Und da können wir jetzt einfach den Stachelrochen wieder zum Teufel schicken und passen tut es wieder. Wir müssen jetzt den ganzen Weg außen rum nicht nochmal gehen. Wie gesagt, einfach nur aufpassen, dass wir jetzt nicht nochmal sterben, weil das wäre bezüglich unserer Seelen äußerst unschön. Den Stachelrochen wegschicken. Und dann ist gut, da hinten müssen irgendwo unsere Seelen liegen. So, in dem Fall, ich glaube, dass wir von der falschen Seite angegriffen haben. Ich glaube, in dem Fall müssen wir von der Seite, wenn wir angreifen, ist er eingefroren. Ja, genau. Okay. Und da können wir jetzt einfach volle Pulle draufballern. Können wir jetzt ein wenig ratschen, das wird jetzt nämlich ein bisschen dauern. So kann man sich das Leben jetzt dann praktisch einfacher machen. So, dann einfach altes Gewürz nehmen. Und wieder drauf. Frisches Gewürz, nicht altes Gewürz.
steht einfach da, wie wenn... Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch programmiert. Wenn it burns, 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 der fette Gollum. So, wieder frisches Gewürz nehmen wir. Und wieder drauf auf die Nudeln. Was kriegt man, wenn man am Anfang umbringt? Basically eigentlich nur seine Seele. Und du kommst im Endeffekt nochmal in so eine Art Feuerschrein. Da triffst du dann einen Drachengott und der wamst dir halt dann weg. Du kriegst im Endeffekt aus Rüber nur ein paar Seelen mehr, aber mehr halt auch nicht. Also es läuft am Ende aufs Gleiche raus. So, das haben wir erledigt. Wir kriegen eine graue Dämonenseele, die ist nicht platinrelevant und da haben unsere Seelen, die nehmen wir wieder mit, damit nichts passiert. Und dann haben wir wieder da, wo wir vorher auch waren. Jetzt sorgen wir nur dafür, dass die blöden Stachelrochen da oben möglichst schnell aus Weide suchen, weil die werden uns nachher sonst ziemlich stark abfacken und das wollen wir ja nicht. Nur mal warten, bis wir einen angeflogen haben. Aua! Seh, fix nur mal. Kaum sagst du das. Wo waren die jetzt? Das Arschloch. Ah, das ist der Gockelmann, der zählt nicht. Ja, wenn's dein Maiholz da oben. Steve Irwin Gedächtnisrochen, ja genau. Gut, dann können wir weitergehen. Dabei kann sie wieder ganz entspannt unsere Magie regenerieren. Alles tutti fein. Okay? Der Vorhutdämon ist übrigens jetzt tot, der kommt nicht nur einmal. Auch wenn wir sterben. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hinten ist wieder so ein Bogenschützen-Idiot. Und plus Skelett, Schwertkämpfer, aber das kriegen wir gebaut. Jetzt müssen wir nur einmal ein wenig triggern da. Da kommst du jetzt einmal. Hallo, freut's dich nicht oder was? Hallo, bist du dumm oder so? Mal offensichtlich, aber der bewegt sich nicht. Sonst spotten die schon vor der Weiden. Ja, Herrgott selig. Einer da ist. So. Aufpassen, Freunde. Sorge gleich was. Der Kollege dahinter, das ist wieder so ein Roder, also mit roten Augen. Den müsste man theoretisch jetzt nicht machen, ja? Den könnt's eigentlich skippen. Das Ding ist, er hätte die Möglichkeit, dass ihr einen reinen Klingenstein gedroppt kriegt, den ihr später bei den Raubenhändler braucht, um einen Ring zu kriegen. Ich sage das Name dazu, alle Ringe sind platinrelevant. Rein der Vorsichtshalber, lasst mir das jetzt auch. Das macht's auch ihr nicht, wenn sie es nachspielt, weil es braucht es nicht riskieren, da drauf zu gehen. Auf keinen Fall. Der Vorhautdämon, ja. Sorry nochmal wegen dem Zeichnen gestern. Was macht er doch da keinen Kopf nicht? Warum denkst du da so nach drüber? War doch lustig. Alles Gucci. Machen Sie sich da mal keinen Stress, Mr. Option. Das passt schon. Gern wieder. So, da den Augenstein mitnehmen, der ist wichtig. Und wenn wir schon da stehen, zipfelt man noch ein paar Rochen zusammen, weil die nerven uns ja noch. Und Seelen kriegen wir ja auch dafür. Sehr, sehr schön. Lauft. Moment. Ah, da ist noch mehr einer. Da ist noch mehr einer. Ja, ich weiß nicht, ob wir den von da treffen, aber wir können es einmal probieren. Schauen wir mal. Eventuell treffen wir den von da sogar. Ah, das klang leider nicht. Okay, hilft eh nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, ich war auch so brain gefuckt gestern, das ist unfassbar. Aber gut, das gehört halt dazu. So, haben wir overdroppen lassen. Alles gut. So, wie gesagt, den Gegner könnt ihr skippen. Das ist am Anfang nicht. Da hinten liegt der Schädel, was wir nicht hernehmen, abgesehen davon. Ja, also skippt den Gegner einfach, hat's auf der sicheren Seite. So, aufpassen, da ist wieder eine Falle. Einmal kurz aktivieren. Hoppala. Einmal drauf, dann einmal kurz zurück. Und schau, können wir da ganz entspannt durchgehen. Nehmen wir die Seele mit. Spielst eigentlich schon Pokémon Legenden. Ich werde das Spiel die nächste Zeit überhaupt nicht spielen, weil ich absolut nichts halte davon. Ich muss das leider sagen, wie es ist. Ich halte irgendwie nichts von dem Spiel. Keine Ahnung. Vielleicht schauen wir es irgendwann einmal an, aber momentan bin ich eher so, dass ich mir es wahrscheinlich eher nicht einmal halte. So, da schießt jetzt schon der erste Rochen wieder mit seinem Scheißdreck umeinander. Das ist jetzt ein Stein, die ist ganz unflauschig.
Erstens einmal wegen die Rochen und zweitens wegen dem Gegnerkollegen, der wo da drüben steht. Nämlich ein Blauaugenskelett. Der hat ein riesiges Beil. Und von dem wollt ihr nicht erwischt werden. Ja, das stimmt. Sauber umständlich denkt. So, den könnt's baiten. Ja, wie sieht's denn an? Und dann zaubert man erst einmal dezent in die Mauer. Und ja, natürlich kommt jetzt der Stachelrochen, Idiot. Ist eh klar. Du bist denn. Ach, da oben. Ja, da warten wir jetzt mal bis da. Oh, warte mal. Die Gegner die blocken genau 3 Angriffe und dann keinen mehr. Das sind sehr unangenehme Gegner, da hilft auch ein Schwert aktuell nicht allzu stark. Deswegen macht's das bitte mit Magie. Da dort sind am leichtern. So, wo ist jetzt der Idiot? Wo ist der Stachelrochen-Idiot? Da ist er. Da kommt er angeflogen. Du Grintix, Arschloch, du Grintix. Da geh her. Ja, toll. Ha! Hab ich den noch erwischt. So. Ich darf der Game Freak aktuell nicht unterstützen. Die bringen sonst bloß nur mehr Scheiße aus. Ja, aber ich gesagt, es schaut ja nicht einmal schlecht aus. Es war ja nicht das, aber ich will nicht warm damit. Ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwie ein Monster Hunter. Eigentlich ist es ein Monster Hunter, mehr ist es nicht. Steve Irwin fragen, wie das geht nicht mit. Das geht. Wie das geht mit den Rochen. Aziflag. So. Die Rochen dürfen wir jetzt alle beseitigt haben. By the way, jetzt wird der Abschnitt angenehmer. Ja? Das Schlimmste ist jetzt überstanden. Glaube ich. Hoffe, denke ich. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt beinahe mit dem Gebiet da fertig. So, da einfach wieder Zauber machen. Einen auf Harry Potter. Da braucht es auch genau 3 Flammenstoß. Zauber und dann ist der Geschichte. Und ihr seht, man kriegt da einiges an Seelen zusammen. Und sinnlosen Loot, abgesehen davon. So. Jetzt haben wir tatsächlich das komplette Gebiet geschafft, ohne irgendwie großartig Probleme zu haben, bis auf den einen Felde, wo wir vorher gehabt haben. Aber der sei mal verziehen. So. Wir nehmen jetzt erstmal den Weg da auf. Nehmen wir dann da dieses Mondgras mit. Und da drüben, Freunde der Sonne, da liegt ein Ring. Und was habe ich vorher gesagt? Alle Ringe sind platinrelevant. Ich sag's immer wieder, damit ihr es ja nicht vergesst. Der Ring des Grabräubers. Werden wir aber nicht verwenden, abgesehen davon. So, wenn wir das haben, dann gehen wir unten durch. So, da hinten geht's weiter. Wir gehen aber erst einmal da lang. So, das ist jetzt ein Stein, ist ein bisschen tricky. Wenn da etwas passiert, da hinten ist eine Echse, hinlaufen und dann fällt es runter. Ja, toll. Das Problem ist bei den Echsen, wenn die runterfallen, dann kriegt ihr ja da keinen Loot mehr. Der ist nämlich weg. Leider. Ihr lauft einfach einmal durch und da findet man auch einen Ring, und zwar den Ring der Regeneration. Wir haben jetzt auf der anderen Seite von dem Tor, wo wir vorher durchmarschiert haben. Ja? Alles nicht so schlimm. Das passiert einfach einmal. Die Ex habe ich bis heute nicht einmal richtig gescheit machen können. Das ist einfach ein Scheißstell, weil die da brutal schnell runterfällt. Ja? Aber keine Sorge, wenn wir den Boss umgelegt haben, können wir uns die Echse noch mit triggern lassen. Und falls wir wirklich überhaupt keine Chance nicht haben, dass wir die kriegen, deswegen haben wir später den Händler weitergeschickt. Da können wir uns nämlich die Crafting Materials dann holen. Ja, die können wir da kaufen bei dem. So, wir haben jetzt fast am Ende des Gebiets. Wir gehen jetzt da weiter. Da ist wieder eine Falle. Einmal kurz auf auslösen gehen. Abwarten und dann kannst du ganz entspannt durchgehen. So, dieser Kollege da unten ist im Endeffekt das gleiche wie dieses Rotaugenskelett, wo wir vorher unsere Waffe gekriegt haben. Funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Ihr könnt den zwar da schon anvisieren, aber ein Flammenstoß reicht nicht bis da oben. Der hat unter anderem auch die Möglichkeit oder die Chance, dass ihr den reinen Klingenstein gedroppt kriegt. Den, wo wir wieder brauchen, um den später einzutauschen für den Ring. An den müsst ihr gewissermaßen vorbei, weil der steht nämlich vor der Nebelwand und da müssen wir jetzt noch durch. Der funktioniert aber genauso. Er geht langsam auf den Typen zu. Ungefähr, bis dass er auf ihn zukommt und dann einfach draufholen. Bis dass der da ist, ist er längst hin. Er gibt uns auch saftige 1227 Seelen.
Dann nehmen wir das Halbmondgras. Er hat Loot fallen lassen und eine Klingensteinscheibe. Leider nicht der Loot, der wo so selten ist. Aber gut. So. Da haben wir jetzt gleich einen Bosskampf vor uns. Bei den meisten Bossen in dem Spiel ist es so, dass ihr pro Bosskampf 2 Trophäen abgreifen könnt. Jeden Boss kann man mit so einer Art Zusatzaufgabe erledigen. Ja? Der Boss jetzt gleich, da kriegt man 2 Trophäen, wenn man ihm nur Schaden am Kopf macht. Ja? Wir sind Magier, also sprich, wir sind ein guter Fernkämpfer, wir können einfach aus der Ferne nur auf seinen Kopf schießen. Dann kriegt ihr 2 Trophäen. Ja? Nicht nur eine, sondern 2. Eine fürs Lane generell und eine für die Zusatzaufgabe, ihr habt einen Boss nur am Kopf gedamaged. Werden wir genauso machen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht stirb, aber das sollte mal fit gehen. Und so funktioniert das bei Fallbossen in dem Spiel. Das Ding ist, auf dem PlayStation-Profil, wo ich jetzt aktuell spiele, habe ich die Platin-Trophäe tatsächlich selber an und für sich noch nicht. Weil ich das auf einem separaten PlayStation-Profil gespielt habe, das ich mittlerweile wieder gelöscht habe. Das war nur zu Testzwecken. Ich habe bei dem Profil bis, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie weit gespielt. Deswegen kriege ich jetzt da die Trophäen auch nicht, weil ich es ja schon habe. Ja? Ich kann es aber noch, bevor wir aufhören, nur mit sagen, was das genau für Trophäen hat. So, wir nehmen jetzt das Sichelmondgras weg, weil uns das ohnehin nicht hilft. Wir setzen jetzt drauf, dass wir ganz schnell Heilung kriegen, falls er uns denn erwischt. Und wir rüsten uns das frische Gewürz einmal aus und das alte Gewürz. Das alte, hoppala, ja, das war Vorführeffekt, Entschuldigung. Ja, einmal frisches und einmal altes. Das alte Gewürz ist dasselbe wie das frische, es heilt nur, oder es regeneriert nur mehr Mana. Werden wir jetzt brauchen, genau deswegen haben wir die 2 alten aufgehoben. Das ist halt der Bonus, dass wir noch ein frisches haben. Wenn ihr es nicht mehr habt, dann habt ihr auf alle Fälle noch die 2 alten, die findet ihr in der ersten Welt. Ja? Gut. An und für sich haben wir eigentlich bereit, dass meine Gänger, unser Mana ist voll, das stellt es auf jeden Fall sicher und dann geht's los. Und zwar der Richter. Am einfachen geht's, wenn ihr einfach bei ihm einmal einfach in keine Kreise zieht, einfach oben rumrennen. Ich muss jetzt nur schauen, wann ich anvisieren kann. Jetzt kann man anvisieren. Und ihr greift es immer frontal an. Also immer wenn ihr am kurzen Stück steht. Und ihr seht, er macht jetzt schon annehmbaren Schaden. Nur aufpassen, dass ihr nicht runterfällt. Ihr braucht einfach nur immer Kreise drehen. Mehr müsst ihr nicht machen. Greift es immer von der kurzen Seite an, weil dann geht der Zauber definitiv durch. Wenn er sich gleich wieder herdreht, dann einmal einen Angriff skippen. Nicht, dass er ihn doch einmal erwischt. Und dann wieder umgreifen. Ganz ruhig bleiben, ganz gechillt. Es ist kein Marathonlauf nicht. Es kriegt eine Banane so und anders am Ende. Ihr könnt auf der Ebene ganz entspannt stehen bleiben. Das Ding ist, der Boss ist nämlich blind, der verlässt sich rein auf seinen Vogel, der wo auf seinem Kopf sitzt. Und deswegen bewegt sie euch. Oh, jetzt habe ich einmal eine Mauer gezaubert, Entschuldigung. Und ihr seht es, der geht ganz entspannt. Ihr braucht sich überhaupt keinen Stress nicht machen. Ganz easy peasy, lemon squeezy. Und zack. Der kommt da nicht auf. Es braucht sich keine Sorgen machen, dass der irgendwie mal das Lauf aufhört und dann zu einem Gaffen kommt. Das Einzige, was ich erwischen kann, ist seine lange Zunge. Einfach ganz gemütlich immer Kreise dran und auf der kurzen Seite vom Loch angreifen. Ganz gechillt. Ohne Stress.
Das reicht, denkst, wenn sie es richtig macht, reicht den Mana einmal sogar komplett aus. Und GG. Ganz einfach. Ganz einfach. So, und wir kriegen jetzt passt Obacht. Durch das Legen dieses Bosses kriegen wir fette 11.700 Seelen. Womit wir jetzt bei fast 27.000 Seelen haben. Und dann könnt ihr ganz entspannt da oben gehen. Entluden. Da gab es jetzt normalerweise 2 Trophäen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe die 2 Trophäen bereits auf dem Profil schon. Ja? Deswegen triggern die jetzt nicht. Ich zeige euch aber dann gleich, was das für Trophäen haben. Okay? So, da könnt ihr einen Loot noch mitnehmen. Da gibt es nicht allzu viel drin. Aber Seelen haben gut, weil Seelen braucht man zum Aufwerten und mehr Attribute haben mehr gut, habe ich mir gehört. Ich glaube, da hinten liegt noch eins. Ja, genau. Ein empfehlener Augenstein. Nämlich, den braucht man. Später mal, um eine Weltentendenz in Schwarze zum Schirm. So, jetzt haben wir wieder menschlich. Was habe ich erklärt? Wir kriegen mal abgesehen die pralle Dämonenseele. Diese ist platinrelevant, die wird nicht konsumiert. Was habe ich erklärt? Wenn man menschlich ist, gehen wir sofort in den Nexus zurück und machen wir unsere freundliche, selbstzerstörerische Arschbombe ins Obergrauen. Ja? Und jetzt passt's auf, was jetzt dann gleich passiert. Phase 1 oder Akt 1. Akt 1 war, den Boss umzuhauen. Akt 2 ist, zurückkehren, Arschbombe machen. Komisch ist, den habe ich mit meinem Magier zuerst gemacht. Ich hab bloß eine gekriegt von ihm. Ja, die Zunge ist das Einzige, was dir zum Verhängnis werden kann. Du musst dich einfach nur rundum bewegen. So, Arschbombe des Obergrauens. Weil wir wollen nicht menschlich sein. Jetzt muss ich nochmal schnell kurz spicken. Richter. So. Okay. Jetzt sammelt man unsere Seelen wieder auf. Ich muss nur ab und zu ein bisschen spicken, weil den Part, wo ich da geschrieben habe, das ist schon ewig her. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Das war natürlich ungeil. Aber jetzt passt's auf. Jetzt wird's dann gleich ganz, ganz fein. Da waren unsere Seelen. Die nehmen wir wieder mit. So, und jetzt gehen wir zur Priesterin. Die, wo steht? Da hinten. Okay, sehr gut. Jetzt konsumieren wir mir wieder alle Seelen, die wir gefunden haben, außer die Bossseele, weil Bossseele platinrelevant, brauchen wir für später Zauber, Wunder und so weiter und so fort. Das heißt, von dieser Seele lassen wir die Fingern, aber alle anderen sind konsumierfertig. So, pralle Dämonenseele konsumieren wir nicht. Die graue Dämonenseele ist fein, die darf man konsumieren. Und jetzt haben wir insgesamt 34.667 Seelen. Und jetzt, Freunde, jetzt wird es ganz interessant. Wir werten jetzt wieder wie folgt auf. 2 Vitalität, 2 Intelligenz, 2 Kondition und den Rest in Magie. Und jetzt schaut's mal. Ich hasse die Priesterin so stark. Ich hasse die so stark. Die blöde Mistfotzen, die verflucht. Jetzt schaut's mal, wie heftig sie unser Magieschaden, unsere Zauberkraft, wie heftig sich die erhöht. Die ist jetzt fast doppelt so stark. Ja? Das heißt, unser Schwert macht mehr Schaden, unsere magischen Angriffe machen mehr Schaden. Mehr Schaden ist generell immer mehr gut. Ja? Wir haben jetzt unser erstes Magie-Setup fertig gemacht. Wir haben unsere Waffe, die wir komplett ins Spiel mitnehmen, die wo wir für den Rest des Spiels haben werden.
Das Einzige, was wir jetzt noch kurz machen werden, ist, wir kehren jetzt nochmal in das Gebiet von gerade eben zurück, sammeln die restlichen Dunkelmondsteinscherben auf von den Echsen, weil die triggern ja jetzt wieder. Wir haben ja einen Boss gelegt. Ja? Und dann, wenn wir das haben, dann gehen wir in den ersten richtigen, also in den zweiten Keilstein, wenn wir so machen. Dann treiben wir mir erst die Story voran. Und ich kann es eigentlich jetzt schon mal vorwegnehmen, jetzt haben wir zum jetzigen Stand des Spiels, sind wir absolut OP. Ja? Es gibt jetzt fast keine Gegner mehr für die nächste Zeit, die uns wirklich bedrohlich gefährlich werden können. Ja? Wir machen jetzt sehr annehmbaren Schaden. Das bestätigt man also. Nun sind wir jetzt Seelenstufe 25, haben wir alles richtig gemacht. Ja? So. Seid ihr fertig? Ja, ich bin fertig. Jetzt kehren wir nochmal zurück an den Rand der Insel. Wir nehmen jetzt die 2 Echsen nur mal mit. Jetzt geht es ja relativ schnell, tatsächlich sogar. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht zufällig so einen Dunkelmondstein-Klumpen, ob wir den kriegen. Das war halt natürlich so ein kleiner Glücksfall. Ihr seht, was wir mir jetzt Schaden machen. Jetzt, es braucht zwar immer noch 3 Schläge, aber die sind halt immerhin schon fast 2-Hit. Jetzt mittlerweile, ja. Wie gesagt, wieder fest. Also sicher geht das ja nicht menschlich Satz, sondern in der Seelengestalt. Und dann rein da. Die Bogenschützen haben sogar schon Two-Hit. Warte mir nicht ab, Wolle. Gut. Hoppala. Aufpassen, natürlich haben wir mir jetzt... Hoppala, da bevor ich Loot übersehen. Na dann. Warte mal, krass. Da hinten ist auch noch Loot. What? Wird das echt übersehen? Shame. Ah, das war noch meine Seele. Nice, die heben uns auf bis zum nächsten Mal. So, da müssen wir wieder aufpassen, weil die Fallen haben natürlich jetzt wieder alle aktiv. Aber das ist kein Problem. Ja, den schenken wir. Die Gänge haben halt nach wie vor tricky. Also da einfach aufpassen. Ich bin jetzt nur schnell gerade am Spekulieren. Wo haben wir mir zu der Krähen-Ding gekommen? War das da herum? Ja, war da herum. Okay, nice. Fangst wahrscheinlich nochmal an, aller guten Dinge sind 3. Wie gesagt, du tust dir selber einen Gefallen damit. So, das ist Echse Nummer 1, die triggert wieder, weil wir haben ja einen Boss zerlegt. Den Loot wieder mitnehmen, Dunkelmondstein sterbe 3-mal und dann können wir ganz einfach mit einer Keilsteinscherbe, die haben wir vorher schon mal gefunden, können wir in den Nexus zurückkommen. Kehren wir in den Nexus zurück. Dann porten wir uns nochmal eine. Hoppala. Gehen wir diesmal in den Bossraum.
bewegen uns einfach zurück aus. Da müssen wir jetzt zwar das eine Skelett noch mal machen, aber das macht überhaupt nichts. So sparen wir uns halt einfach den ganzen Weg. Und dann haben wir nach dazu wieder die Chance, dass wir den reinen Klingenstein kriegen, den wir dann wieder brauchen. Ihr wisst schon, zum Traden. So. Wie vorher, der steht jetzt in die verkehrte Richtung, das ist gut für uns. Ihr seht, unsere Magie macht jetzt beträchtlich mehr Schaden. Vorher haben wir 5 oder 6 Schuss braucht und jetzt brauchen wir 3. Leider wieder nur Klingensteinscherben. So, Achtung, da ist wieder eine Falle. Und jetzt schauen wir einfach, ob wir die Echse noch mit erwischen. Wenn wir es erwischen, ist gut. Ja, Grütze. Ja, hallo. Ich erwischt das Ding nicht. Ja gut, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Wenn's die Echse nicht erwischt, mein Gott, dann hilft's halt nicht. Die 5000 Seelen, die holen wir jetzt aber nochmal, weil Home und nicht haben. Für den Fall, wir brauchen insgesamt 10 so Dunkelmondsteinscherben, ja? Insgesamt. Falls wir es jetzt nicht geschafft haben, die zum Holen durch die Echsen, wir haben jetzt 6. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt sage ich auch gleich warum. Da haben wir by the way wieder die Chance, irgendein Item zu finden, wo es mir jetzt nicht angezeigt wird. Okay, nice. Seelenreste, okay. Dann ist überhaupt nicht schlimm. Weil diese Dunkelmondsteinscherben können wir uns nämlich jetzt dann kaufen. Oh, die Echse ist wieder da. Nice. Probieren wir es halt jetzt nochmal. Okay. Wieder 3 Dunkelmondsteinscherben. Die nehmen wir mit. Hey, da müsste aber die andere auch nochmal da sein. So, wir haben ja jetzt 9 Stück von den Dinger. Und 10 brauchen wir. Und jetzt passt's auf. Ganz einfach, ihr seid nicht menschlich, das ist gut. Also könnt ihr einfach da mal rüberkommen. Und da steht jetzt unser Meisterhändler. Nehmen wir den Loot mit. Seelenreste braucht kein Mensch. Und der verkauft uns jetzt unter anderem diese Dunkelmondsteinscherben für 3000 Seelen. Die könnt ihr dann farmen, wenn ihr es wirklich nicht geschafft habt, die Echsen zum Killen, so wie ich jetzt. Wir haben jetzt 10 Stück, das reicht uns dicke aus. Und dann geht es hier da auf keinen Fall weiter. Ihr geht dann zurück. Das ist ganz wichtig. Gut, dann nehmen wir das Item noch mit. Empfehlen wir Augenstein, der ist wichtig, den brauchen wir. So. Und dann geht's zurück in den Nexus. Dann sind wir da erstmal fertig. Dann brauchen wir da jetzt weiterhin nicht umeinander tun. Gut. Der nächste Stop wäre dann tatsächlich der hier. Keilstein Nummer 2. Die Steinfangkante kommt meines Erachtens noch der einfachste Keilstein vom gesamten Spiel. Das wird unser nächster Ausflug werden. Ja, da gehen wir beim nächsten Mal rein und werden uns anschauen, was da auf sich hat. Ja? Aber das machen wir nicht mehr heute, Freunde. Jetzt reicht es erstmal. So. Was haben wir leise machen? Moment. So, ist jetzt zwar der falsche Hintergrund, weil ich halt noch schnell einen anderen rein tue, bis wenn es nicht lieber ist, jetzt passt so wacht. Also so, schaut es ein wenig stimmiger aus. Ich glaube, das passt so. So, also, wir werden jetzt mit dem Demon's Souls Guide Run weitermachen, im Stream. Ich werde Ori auf Eis legen. Ori ist leider doch nicht so meins, wie ich gemeint hätte. Ich hätte mir das ein bisschen anders dafür gestellt. Ist für den Stream leider ein bisschen zu stressig, ein bisschen zu
wie sage ich denn? Es passt irgendwie einfach nicht. Ich komme auch damit nicht so ganz klar, wie ich zuerst gedacht habe. Aber gut, es hilft eh nicht. Genau. Deswegen, neues Projekt ist halt jetzt der Demon's Souls Run. Der wird uns ein bisschen, ja, die Zeit vertreiben, sage ich jetzt einmal. Der wird ein wenig dauern. Vielleicht so einen Monat ungefähr, je nachdem, wie oft die live kommen. Aber ich glaube, das ist schöner zum Zuschauen, finde ich. Weil da kenne ich mich halt dann doch ein bisschen aus und ja, vom Spielen her ein wenig entspannter. Genau. So, Freunde der Sonne. Da waren wir fast wieder 3,5 Stunden live. Also ich bin momentan fleißig. Das darf auch mal sein, dass einem Apps nicht gefällt. Ja, wie gesagt, ich hab mir von Ori einfach ganz was anderes versprochen gehabt. Also ich hätte das ganz anders gemeint, wie das ist. Also jetzt nicht so nervt einfach. So nervt in Erwartung gehabt. Aber gut, mein Gott. Das muss man drüber fallen. Das hilft eh nicht. Soul-Spiele gehen immer. Absolut. Absolut. Der Nightbot 99 machst du den Run auf Platin. Das weiß ich noch nicht. Also ich mache jetzt auf alle Fälle mal das komplette Main Game. Ja, ich mache es so. Oder ich mache den Runner so, wie wenn du auf Platin spielen wollen würdest. Ja. Ob ich es dann letztendlich on-stream auf Platin spiele, weiß ich noch nicht. Eventuell. Vielleicht, ja. Können wir mal schauen. Und habe ich die Ehre, abgesehen davon. Können wir an Last of Us Trailer noch anschauen oder pressiert es da schon? Den können wir noch anschauen. Tatsächlich, ja. Moment. Den können wir schon noch anschauen, das ist kein Thema. So. Was? Trailer. So, Moment. Schauen wir mal. Müsste der dann da sein, oder? Gehen wir davon aus. Story-Trailer. Ja, schauen wir uns den Story-Trailer an. Ich meine, das ist fein. Den auf. Ja, gut, das hilft. Schauen wir mal. Do I need to remind you what is out there? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. I need something smuggled out of the city. Just cargo, Joel. I just want some simple gear enough to set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Oder irgendwie hab's von Walking Dead. Grad. Can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! What are you so afraid of? You are treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. Ja. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Okay. Ja, ich glaube, es ist mehr, es hat irgendwie so ein bisschen was von Dingens, von The Walking Dead, wenn du mich fragst. Tatsächlich. Also zumindest, glaube ich, scheint es in die Richtung zu gehen. Müsst ihr mal nochmal genauer anschauen. Mr. Nightbot, ja, wir sind mal hübsch alle vom Vollbier Squad. Also es sind einige aus der Community da. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du, wenn du einen Vollbier Squad kennst, dass du auch ein Mitglied im Vollbier Squad bist. Gehe mal davon aus, also von der Bierger Community. Da sind einige da. Gut, Freunde der Sonne. Jetzt schauen wir mal, wann wir wieder streamen. Ich vermute jetzt einfach einmal morgen Abend um 16:30 Uhr, 17 Uhr.
Ich glaube, das kann was sein. Es schaut interessant aus. Aber war das ein PS3-Spiel? Das ist doch... Moment einmal, das ist doch für PS4 und PS5 auch gekommen, oder? Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, doch. PS4. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein PlayStation 3-Spiel. Das ist ja total modern mittlerweile. Nightbot, merci für dein Following. So. Friends of the Sun. Nächster Stream wahrscheinlich morgen Abend gegen 16:30, 17 Uhr. Spielen wir voraussichtlich weiter mit God of War, dass wir das zu einem Ende bringen können. God of War 2. Und dann werde ich wahrscheinlich Mittwoch wieder live gehen. Da werden wir dann mit Demon's Souls weiter. Ja, wahrscheinlich Mittwoch. Ich schreibe es nochmal genauer ins Discord rein, wenn ich es genau weiß, wann ich wo es live bin. Das ist dann noch bei ja, geschickt dafür alle, weil dann wisst ihr genau, was Sache ist. Ausrufezeichen Discord an alle Neuen, die wo heute da dazugekommen haben oder vielleicht gerade noch da haben. Wie auch immer, kommt gerne mal auf meinen Discord-Server drauf. Werdet Teil von der Bazi-Gang, schaut mir drauf. Kommt mit mir in Kontakt, kommt mit der Community in Kontakt. Wie gesagt, kommt einmal in der Woche Streamplan, da wisst ihr genau Bescheid, wann ich live gehe und mit wo ich live gehe. Schaut vielleicht für ihn gar nicht einmal so schlecht rein. Ja? Und wenn es generell neu dabei hat, Zeit oder gerade mal neu auf meinem Discord, auf meinem Twitch-Kanal gekommen hat, drückt gerne mal einen Following-Button. Ja? Der kostet nichts, aber mir da helfen. Ja? Vielen Dank dafür, sei einmal gesagt im Stream. So. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, abgesehen von der ersten Stunde, wo er ein wenig unflauschig war, wegen Ori. Aber ich glaube, so alles im allem ist Demon's Souls so ganz schön zum Zuschauen. Und vielleicht lernt der eine oder andere was auch dabei. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, gerne in Discord fragen oder beim nächsten Stream einfach einer kommen, zuschauen und nachfragen, wenn was unklar ist, dann kriegen wir das auch geregelt. Das auf alle Fälle. So, jetzt brauchen wir ein Raid-Ziel. Wie, es ist kein Kanal live? Bist du behindert oder was? Glaubst du selber nicht. Das zweite war super gut. Das freut mich, wenn ein Demon's Souls gefallen hat. Ich glaube, der Kegu lernt auch gerade einiges Neues dazu. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Aus meiner Community ist keiner online. Was treiben wir denn jetzt? Was treiben wir denn jetzt? Du bist lernfähig, das ist gut. Wie gesagt, wenn ich jetzt offline gehe, schau dir die Wortnahme auf, bis zu dem Punkt, wo du jetzt nicht dabei warst. Da erkläre ich alles ausführlich, wobei es beim Tutorial-Level und beim ersten Level nicht allzu viel versamst. Spiel einfach weiter, Bursch. Werde ich machen, tu dir nicht runter. Bei dir ist auch keiner online. Ja gut, dann gehen wir in Kategorie, dann hilft es ja nicht. Das kommt zwar relativ selten vor, dass einmal keiner aus meiner Com online ist, aber gut. Okay, ich muss aber jetzt schauen, nicht, dass ich irgendwie wieder versehentlich zu jemandem rate, der wo dann wieder Follower-Only-Chat da hat, so wie der letzte Idiot. Jetzt schau ich mal, was ist er für, was macht er da jetzt? Pass auf, mal schauen. Ja, der darf passen. Der darf passen, wenn ich das so sage. Ich habe zwar kein Cam nicht, aber das ist jetzt, sage ich mal, wurscht. Was du für Stimmchen. Verschenkt jetzt alle. Ja, das ist gut, den nehmen wir. Das wird schon passen. Gut, Freunde der Sonne. Es geht weiter mit Demon's Souls. Ich schicke ihn zum Keaton Fox. Ich kenne ihn nicht. Scheint aber sympathisch, oder auf alle Fälle ein sympathisches Stimmchen. Er hat auch einen Follower-Only drin. Der spielt auch Demon's Souls. Ich glaube, der ist auch hübsch am Anfang. Ich weiß nicht, was er treibt. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist der was für euch. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Und an und für sich, danke fürs Zuschauen. War ein sehr geiles Streaming-Wochenende, muss ich noch mal dazu sagen. Gestern und heute brauchen wir überhaupt nicht reden drüber. Freut mich, dass mittlerweile echt eine schöne Community sich da zusammengefunden hat und es scheinbar immer weiter wächst. Und das ist, freut mich um Bande. In diesem Sinne, Mrs. Wife, ich hau gerade einen Raid-Command nochmal in den Chat. Der ist für Subscriber und für Follower. Da gibt es zwei verschiedene. Einfach kopieren und beim nächsten einfügen. Dann passt es. In diesem Sinne, merci fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag. Macht es gemütlich. Macht es einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns dann voraussichtlich morgen Abend wieder mit God of War 2. Bis dahin habe ich die Ehre, ich bin für heute raus. Für euch bis morgen wahrscheinlich und bis zum nächsten Mal.
Habe ich dir recht.